Absolute Synchronität. So schaut das aus, Herr Timmy Boy. So kehrt sie das. So kehrt sie das. Gustl Sepp. Servus, bin auch da. Grüße für mich daheim. Grüße zum Timmy Boy und der Gustl. Beides Popo-Männer. So, wieso ist der Stuhl nicht aufrecht? Verstehe ich nicht. So, eiskalt ist, ich möchte keinen scheiß Ton nicht hören. Scheiß Eisheiligen, was ist denn da eigentlich gedacht worden? Sag mal. Aber hier mitten im Mai drin haben wir 4 Grad. Scheiß Eisheiligen, schrei mich nicht so an. Sackelzement noch eins. Grüezi, fix. Habe! Evans, Birger, Mika, langes Wochenende, Alter. Hand hoch, wer am Freitag nicht arbeiten muss. Diese gut. Diese gut. Langes Wochenende, diese gut. Papa-Tag, bester Tag. So, jetzt muss ich mich schnaufen. Grüezi, fix. Ich bin im Vollsprint dahergestellt, gesprintet. Was? Visage-Wiederholung Raute, Spende für Visage 2.0. Jetzt mal langsam. Servus, zweiter Timmyboy. Wer ist der zweite Timmyboy? Und bin für Visage wieder. Ja, das ist die beste Idee, ist ein Horrorspiel zweimal zum Spielen. So ungefähr so, wie man einen Horrorfilm zweimal anschaut. Funktioniert beim zweiten Mal noch besser als beim ersten Mal. Hab ich gehört. Herr Bergmann, mehr für dein Sechser. Sepp, habe der Birger ist fucking schöner Stream. Ilbacher Vollbier hält los. Da schmeckt ein PS. Was ist eigentlich mit dem Lien-Spiel, das Capcom bei Resi 9 rausgehauen hat? Was für ein Leon-Spiel, das Capcom bei Resi 9 rausgehauen hat? Was für... Da bin ich 60 Sekunden hier und bin maximal verwirrt. Was für ein Leon-Spiel? Wieso weiß ich doch nichts so? DLC? Es gibt DLC? Wie? Es gibt DLC? Es gibt kein Resident Evil 9. Es gibt kein Resident Evil 9 DLC. Wo? Gibt's den schon? Den gibt's aber noch nicht zum Spielen, oder? Oder? Wo, wie, was? Ansonsten, falls das der DLC ist, der angekündigt ist, dann verstehe ich die Frage nicht! Leon Must Die Money heißt's. Die Verwirrung ist viel. Moin, moin. Kein Story-DLC. Ist der Spielmodus ein neuer. Hab ich nicht mitgekriegt. Soll ich fragen, was ist? Der Roguelite-DLC. Was kann der? Was tut der? Muss ich mir anschauen. Ach, da ist er. Leon Must Die. Tatsächlich. Neues Minispiel. Leon Must Die Forever. Achtung! Ich lese vor. Ich lese vor! Für Resident Evil Requiem ist ein kostenloses Update verfügbar, das verschiedene Fehlerbehebungen sowie ein interessantes Action-Minispiel enthält. Leon Must Die ist jetzt verfügbar. Dieses zusätzliche Minispiel. Heute seid ihr mal 5 Sekunden auf! Futz, wenn ich was vorlese! Heute haben wir that escalated quickly. Dieses zusätzliche Minispiel, das durch Durchspielen der Hauptgeschichte freigeschaltet wird, fordert dich heraus, als Leon zahlreiche Level zu meistern und dabei exklusive Verbesserungsfähigkeiten freizuschalten. Die interessante Action unterscheidet sich deutlich vom Hauptstory-Modus und bietet einen hohen Wiederspielwert. Schaffst du es, lebend bis zum Ende und besiegst den Endgegner in der vorgegebenen Zeit. Es stehen mehrere Schwierigkeitsstufen zur Auswahl, darunter ein extrem schwieriger Modus für diejenigen, die insbesondere Herausforderungen suchen. Ganz im Sinne des Titels wirst du für immer sterben. Update-Information. Ein zusätzliches Minispiel Leon Must Die Forever wurde hinzugefügt. Fehler, die unter bestimmten Umständen auftraten, wurden behoben. Gute Beschreibung. Probleme, die das Gameplay beeinträchtigen, wurden behoben. Es wurde adaptive Trigger, Vibrationsfunktionen und eine und eine Bewegungssensorfunktion für den DualSense Wireless Controller. Ist das was? Hat das irgendjemand gespielt? Ist das was? Ist das was? Kann das was? Kann das was? Eine. Also nächste Woche steht schon fest. Subnautica 2 und There is no game. Ich schätze übernächste Woche an. Vielleicht haben wir noch am Montag eine Chance, bevor James Bond kommt. Also Diablo 3 Wiederholungsmuster für Resi 9. So ungefähr. Das muss nicht schlecht sein, aber das Gameplay ist ja geil in Resident Evil 9. Vor allem mit dem Leon natürlich hauptsächlich das Action-Gameplay. Das kann schon ganz witzig sein, das können wir schon mal ausprobieren. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? So, jetzt muss ich wieder nachlesen. Grüezi fix. Klamite! Mehr als 37 Monate. Right in the Miau Miau. Da bin ich gespannt heute, ja. Ich erwarte eine traurige, traumatisierende Geschichte. Im Zeichenstil der 80er. Bin gespannt, was das ist. Ich glaube aber heute ist es auch ein bisschen ein cozy Game heute. Ein bisschen, schauen wir mal, wie viel Diff das wir kassieren. Marcel! Mehr als 22 Monate. Birgbert aus 7. Mehr als dir zurück. Batman! Batman! Merci für ein 5, du wieder nichts eingeschrieben. Scarecrow! Merci für 10 Monate und der Maxi, merci für 7 Monate. Hallo Birger, hallo Maxi. Wolfric, wie läuft's? Wie viel Kilo haben wir weg? Seit einer Woche bist du hart am Trainieren, möchte ich hören. Sonst möchte ich nichts hören. Oh Gott, da springe ich wieder irgendwas. Was macht der sprachbegabte Fährmann hauptberuflich? Übersetzen. Da hast du schon bessere gehabt.
Ja, ist nicht schlecht. Muss man, du hast einen Haufen Griffe ins Klo frei natürlich auch. Übersetzen, ja, ist schon klar. Also oft muss man es mir erklären, aber diesmal habe ich es verstanden. Mittlerweile bin ich ja so weit, wenn ich deine Witze nicht innerhalb von 2 Sekunden verstehe, dann halt super, wenn nicht, dann halt schlecht. du musst nur 4 Ecken rundrum Dinge einbauen. Oh, Achtung, Wulfric schreibt was. Bisher habe ich mich noch nicht nochmal gewogen. Aktuell sind es Stand Montag 168 Kilo, also 7 Kilo auf eine Woche. Ja, das wäre ja, wie ich es letzte Woche gesagt habe. Es geht am Anfang ultra schnell. Ich hoffe, es geht noch eine ganze Zeit lang so weiter. Dann möchte ich nächsten Montag, am Montag ist Wiegetag. Dann möchte ich am Montag eine aussagekräftige Zahl. So schaut's aus. Weitermachen! Weitermachen! Und das ist der Arschloch! Und das ist der Arschloch. So Good job, Wulfric, so far. Müdi! Wie geht's dir und deiner Familie? Frau Pluste, Wuffis und Katzes. Raute Wuffis geht's gut. Bei Emma hat halt immer noch das, sie frisst, aber kriegt nur gequältes. Manchmal speibt es, aber es wird immer weniger. Und Nosen schaut auch besser aus. Es geht so langsam wie im Knädel geht super, die 3 Katzen geht auch super. Und die Frau geht halt zum ersten Mal. Meine Frau ist so eine Furtgängerin. Ja? Da ist irgendwo, keine Ahnung, da ist in der Stadt von einer Blasmusik, dann sitzt sie am Balkon und schaut mich so. Was ist da für ein Festel? Warum weiß ich da davon nichts und warum sind wir wieder nicht? Und heute geht's zum ersten Mal seit Monaten wieder fort. Wish her luck. Wie nennt Nur dazu, weil morgen Polen ohne Arme? Vertrauensperson XD. Polen? Weiß ich nicht, 1992 möchte ich einen Witz zurück, Opa. Polen wurden abgelöst von... Ich mag es nicht sagen. Was habe ich heute Mittag gehört? Super Koalitionsausschuss. Das ist ein dummer Scheißdreck. Keine Ahnung. Ich mag mich nicht drüber unterhalten. Schluss. Müli, merci. Wifin, merci 81 Monate bei euch. Ist eigentlich seltsam. Mitglied, ich weiß es auch nicht. Haut du rechtzeitig zurück vom 5. Geburtstag. Miau. Jetzt habt ihr noch 4 vor euch, habe ich gelesen. Stevie, merci 26 Monate. Haut 3000 Nachschau-Squad. Wie? Du bist da. Das verstehe ich nicht. Miss Vaping Hobby, du bist wirklich auch schon verdammt verlang dabei. Heute ganz allein mit 2 von 4 Hunden Bier gucken. Mein Mann ist mit den anderen 2 Hunden in Kroatien. Endlich etwas Ruhe. Aber einen geilen Stream. Was tun denn da? Flüchten. Im Swaping habe ich mehr als 85 verdammte Monate. Kruzifix. Was soll der Springer schon wieder geschrieben? War gesagt, bitte nur eine Person gleichzeitig. Es geht halt auch nur in dieser Community, dass wir da jemanden herin haben, der einfach gepflegte 170 Kilo hat und dann machen wir auch noch fetten Witze. Und ich bin mir relativ, man 100%ig wissen tut man es nicht, da kannst du mir ja Face schreiben, Herr Wulfric, oder uns Face schreiben, aber ich bin recht zuversichtlich, dass jeder Fettsack da herin weiß, was auf ihm zukommt, wenn er uns das sagt. Ja? Und wir werden so lange weitermachen, bis wir die nicht mehr Fettsack nennen können. Das ist der Deal. Deal. Okay? In der Koalition haben wir viel Ausschuss. Spreng ich heute jetzt einmal! Goddammit! Auf alle Fälle gute Besserung an den Wulfric. Habe ich der Chef, bin einmal wieder da, auf einen schönen Stream, habe drückt, Herr Schall! Zeit so einmal an, du. Oder ich vorher draufgehe, je nachdem, was zuerst eintritt. Ja, das kriegen wir schon. In 2 Jahren kennst du nicht wieder. Wart noch. Da der Boris Blut schreibt, der 170 Kilo kann und aktuell 132. Wie lange werkelst du da schon ohne? Mag ich gar nicht wissen, glaube ich. Herr Schmidt! Das ist der Timmy Boy. Ich bin auch fett, ich hab 140 auf 109 da. Lecker, du bist aber ganz schön groß. Ja, gut, haben wir nicht alle fett. Ja, Wampen. Ich bin so da, ich hab Nudelarm. Deswegen schaue ich da nicht so gewampert aus, aber ohne Scheiß der Ranzen. Puh, Alter, bist du deppert. Aber jetzt wagt Zapsi, habe ich übersehen. Aber wir kriegen ein Risi-Update. Aber jetzt ist jetzt der SK Flown drauf. Warte noch schnell. Auf angurten Stream. Jetzt hopf wieder! Aus Tirol, #Meets. #Meets. Ich hab vorher gesehen, dass ich im Thumbnail habe ich Mietzi oder Mietzi ohne IE geschrieben. Kaum ist aufgefallen. Naja, ist ja wurscht. Sapse, mehr für den Zwiegel! Der Update an der Risifront. Resident Evil 6 Chris durch. Alter und Cherry, weiß nicht, ob ich mir den tue. Hab kaum Zeit, wegen viel Schichten die nächsten Tage. Schöne Grüße von unten am Schreibtisch. Steh los aus. Versammst nix. Sagen wir es so, ich hab's auch nicht gespielt, ich hab auch nichts versammt. SK Flown, merci dir. Zeit, du weißt das! Jeder weiß! So, aktive Football-Zeiten 150 Kilo, jetzt derzeit 120. Football. Ich kenne auch jemanden, der spielt Football, aber der ist Dreieck, der Mann.
Also der Mann heißt Hupper, glaube ich. Vornamen sagen wir jetzt nicht, ist wurscht. Der Mann ist ein Dreieck. Der ist ein Kopf größer wie ich. Ich glaube, der ist sogar 1,5 Kopf größer wie ich. Und ist ein einziger Muskel. Das ist, glaube ich, der attraktivste Mann, den ich kenne im echten Real Life so. Das ist der attraktivste und er checkt selber nicht. Das ist eine glatte 11 von 10, der Typ. Okay! Mr. Ake! Welcome to the Squad, merci für die Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. So schaut's aus. Ab in den Chat habe ich dir ja gegeben, wenn er mitmacht, kann gehen. So. Stimmt, 10 noch ist. Was 10? Kruzifix ist wirklich 10 noch. Hey, der Kerl ist auf Starttraut, was ist denn? Ist egal, auf alle Fälle später auch Football, das ist die einzige BG. Der wollte mir mal, wir haben mal überlegt, so wie mein YouTube Prime war, so 2019, 20, 21, Make Birger fit again. Oder Birger in Gefahr. Und da wollte er mit zum Footballspielen mitnehmen. Alter, wenn ich mir bloß vorstelle, dass er, von dem ich gerade geredet habe, wenn der auf mich zuläuft, dann kannst du mich am Arsch lecken, Alter. Lege mich in der Embryostellung am Boni und wälzt mich übers Spielfeld. So, mir spielen wir heute Stars in the Trash. Ja, zusammenrennen, ne? Was ist wieder gar nicht da? Hier, Nasenspray steht da wieder noch anders. Es wird empfohlen, ein Gamepad zu bilden. Was ist das da? Kennt diese hier? Besser. Leise! Wo ist leise? Mal du leise. So. Ah, meine Headphone-Ohren! Oh, der Steuer schon hin. Ja. Schon noch? Was du denn? Wenn er zerzaust. Zerzauster Teufel, du. Ja. Ja. Oh, jetzt ist mein Bildschirm abgeschleckt. Ja, tatsächlich. Ich merke übrigens, dass der restliche Stream, bis wir mit dem Spiel fertig sind, nur noch aus besteht und sonst nichts anderem. So. Zauberhaft. Neues Spiel. So, ich weiß nicht, was Stars in the Trash ist. Das ist schon ein bisschen öfter mal vorgeschlagen worden, über die letzten Jahre im Übrigen. Und ich habe es auf der Wishlist, ich glaube, seit was weiß ich. Wir machen heute es ist keine direkte Retro-Reise, aber wir haben ja merklich alle Fui-Aider. Da erinnern, als ich das immer angenommen habe. Der Zeichenstil aus den 80ern muss allein schon gegangen, 10 von 10 das Spiel. Schauen wir mal, was es kann. Ich glaube, dass es ziemlich gemütlich wird. Schauen wir mal, was es uns erzählt. Neues Spiel! Gut. Vielleicht machen wir wirklich Musik ein bisschen leiser, aber das ist ein bisschen hardcore. Das ist wirklich laut. Ich verstehe mich selber nicht. Mülli! So, ich schaue das Spui bis nachher. Was für Spui? Hallo, ich meine, Hauptmenü! Was ist da los? Muss ich mir das jetzt mal anschauen? Nein. Okay, bin ich schon bestellt. So, hier. Einstellungen. Audio. You know what time it is. Boom, tsk, boom, tsk, boom, tsk, boom, tsk, boom, tsk, boom, tsk, boom, tsk. Okay, bleiben wir bei 60. So, wird Spaß. Okay. Jetzt guck jetzt da. Weißt du, was mich Vollgas fertig macht? Das Steuerkreuz geht nicht. Sondern was der Knüppel. Wer schreibt da andere Sachen im Chat aus? Ich höre Naturgequietsche. So, here we are. Es ist schon gezeichnet. Haus. Haus drin. Aber den ist Oktober, aber das schnurrt. Muss ich was tun? Wo sind die Katzen an? Die haben keinen Platz unterm Bademantel. Mühli, I'm sorry. Was ist jetzt da? Muss ich was tun? Oh, tatsächlich. Also ich kann schon. Ich kann schon mal anlaufen. Da, hier, 13 Hund. Futzmann!
Und dann kann ich so da, ich kann... Geil. Was kann ich hauen? Wenn ich nicht alles werfen kann, dann ist kein richtiges Katzenspänen. So, die nächsten 2 Stunden folgendes. Ich komme von die Kompassmasche. Von dem Katzenbaum umeinander. Oh, tatsächlich, schau hin. Oh. Was ist das? Animation und Art. Javier Granados. Der kriegt jetzt schon 10 von 10. So, für wen ist das gestellt da hinten? Nicht heute auf die Tränendrüse drücken, bitte nicht. Ja, ich bin da jetzt. Hallo, auf den Tisch, kann ich so behauen? Ich mag das so behauen. Ja, okay. Ja, da ist. Oh, man kann walten. Aber mit dem Schund. Nein! Na nicht? Vogel. Ja. Geil. Wir haben ja 3 Katzen, eine macht's. Kennst du das? Diese Morsecodes, wenn sie vom Fenster ausschauen und sie sehen irgendwelche Vögel und so einen Scheiß. Vogel! Es kommt kein Mensch nochmal. So, hau das Ding ab. Ja, wieso auf Y? Ach so. Meowing-Dynastie. Wirft die Vase. Oh, man kann auf Y kann man mounten. Okay, da kann man... Alter, was ist das für ein Move? Additional Animation. Muss ich nachdenken. Oh. Ja, geil! Das ist das Einzige, was ich... Ja. Okay, geile Anleitung. Da. Dann über... natürlich, über den Dunstabzug, ist eh klar, und dann da oben. Ja, das kriegen wir hin. Schau hin. Schön, dass du eine Anleitung schreibst. Das ist natürlich toll. Ja, dann gehen wir da, hier. Kann man Pfannel abhauen, ist meine Frage. Ah, wieso hat denn der Lörz noch? Ruhe. Was war das? Speckmaster! Upsi, bin schon da. Ja, das ist das Beste, was schon wieder versandt. Merci dir. So, jetzt passen wir auf. Ah. Obi Mauzen! Kim. Sehr gut! Wenn's Frau heimkommt, mir wollen wir's nicht. Na! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Weißt, unser Miezi springt mindestens bis zum Y auf und dann ist unter der Balkontür ist ein Blechdotten und da springt's mit vollem Gewicht auf. So, erstmal schauen, was passiert, wenn man Miezi nicht steigt, dann legt sie sich hier und schnurrt und dann vibriert sogar der Geil. Okay, so, bin da. Was der wir? Wo müssen wir? Was da? Miau! Na! Kackt er jetzt? Hackert, mein Arschloch! Okay, es geht wieder. Was, X? Ja, geil, Klopapier abbrüllt. Ja, bestes Katzengame ever! Schmeiß euch so wie. Geht nicht mehr. Mehr geht nicht. Oh, da, ja, oben durch den Lüftungsdings. Natürlich. Wo auch sonst hin. Wieso liegt das da so verdächtig? Wieso liegt das da, wie ich mag so werfen? Ich mag immer nur alles so werfen. Was macht Kind? Was versuchst du zum Fangen? Zahnbürstel, du Trottel, oder was? Weiß ich nicht. Hat mein Besitzer zufällig einen IQ von 4. Ja gut, gehen wir weiter. Bin rausgefallen. Ich mag aussehen! Scheiß mir auf dein Zahnbürstel und lass mich aussehen! Ich hau deinen Arsch! Was ist da? Da kann man schleichen. Warte. Bin ich jetzt gestorben oder kann ich mich vorbeischleichen? Warte. Verstehe. Haben wir uns jetzt treten, ob ich zipfe oder was? Nein. Ah! Wer ist ihr? Haben wir jetzt gestorben? Nein. Das war kein Topf. Unser Besitzer bringt uns ja nicht um!
Ihr Affen! Captain! Mehr als für 30 Monate. Kuss auf die Nuss. Wie heißt die Katz? Weiß ich nicht. Mieze oder Emma am Kopf. Was ist jetzt passiert? Ah, es ist der 6. Oktober schon. Der Ingame-Gnädel. Hat der Hund so ein Fahrgestell hinter oder was? Was die Haus... Was haben wir an? Ich weiß es nicht. Das ist der unüberwindbare... Kopfgeld, Bonk. Programming and Design. José G. Picon. Oh. 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 Das, wenn ich sage, dann... Oh. Gib's ihm! Ah, mit der Tee kann man sagen. Da, schau her, was ich hab. Nicht fressen. Ja, genau. Erst dreimal im Kreis dran. Healing und wieder schlafen. Bis zum 7. Oktober. Bis zum 7. Oktober. Wieso schneit's denn jetzt? Hallo? Hallo? Ach, man kann da umschalten. Wie heißt der Disney-Film mit dem Fuchs? Da gibt's ja einen Film, oder? Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Weiß ich nicht mehr. Jetzt warte mal, ich hab da oben irgendwas da erkennen. So. Oh, Programmierfehler. Das ist die Tutorial an. Kappa, ja genau, stimmt. Stimmt! Ist bei mir nicht so hängen geblieben, den hab ich schon gesehen, aber ich weiß nicht mehr wann. Wie rausgekommen ist. Schau ein Ladescreen an. Was ist das? Was ist denn das? Ich schleich mich an. Was ist das? Der Staubsauger, oder? Die Hanna! Ah! Was ist das? Endboss! Was? Nani! Oh no! Ich hau den Putz blutig! Ah! Nani! Okay, kriegen wir schon. Bester Bossfight ever! Mistviech! Wie lange muss ich den hauen? Nicht, geh weg! Au! Haben wir's jetzt? Scheiß Carsten! Geh weg! Ja, easy, Alter! Easy! Hat das jetzt bei dem hin? Ah, ja, oh, das ist eine Lebensanzeige da oben. Jetzt verstehe ich. Und jetzt? Ah, look at me. Kann ich dem noch was tun? Da, Digga, Sam! Fotzen kannst du, du Hurenkasten! Ah, passt schon. Muss klar. Nein, wann kriegst du noch? Ich komm noch mal runter. Egal. Schau mal. Ah, ja. Bonk. Das ist stark. Sehr schön. Ah. So, und jetzt? It was just fantasy. So, haben wir's jetzt. Was der man da herunten? Eigentlich hätte man doch aussehen können, oder? Eigentlich hätte man... Ja, können wir jetzt endlich aus... Nein! Komm, trocknet uns der Hund immer davon! Stop it! 7. Oktober. Oh, Nachbarskatzkind. Nachbarkatzkind und möchte sie paaren. Hab ich schon gesehen. Haben wir ein Mandel oder ein Weiberl? Ich weiß nicht, ich tippe auf ein Mandel. Pro-Meezy, sag ich ja. Hier, 7. Oktober. Sehr schön. Ist da vorher nicht der Battle vom Hund kinkt? Es sind auf alle Fälle original Katzengeräusche. Der Hund, ja, ich mag auch nicht so. Speedrun, noch mal durch. Da draußen ist Katze, hast du gesehen? Also, hat das schon mal jemand probiert mit der Gurken? Hat das schon mal jemand probiert? Wir haben es probiert, mit alle drei. Bei uns funktioniert es nicht. Und das mit der Alufolie auf dem Tisch funktioniert auch nicht. Das ist unsere Katzen vollkommen wurscht.
Schaut mal wieder aus. Was haben wir da? Das macht bei uns eher der Gnädel. Der Gnädel ist so der hat eine ganz Kerbe, das musst du dir vorstellen, wie bei Kindern. Der hat eine Kerbe, das ist ungefähr so groß und so tief. Und da liegt das gesamte Hundespielzeug drin, wenn es nicht gerade in der Wohnung verteilt ist. Und wenn der Gnädel Bock hat, dann geht er da hin, tut sich ja drum raus. Und wenn er eins findet, das noch quietscht, was er noch nicht kaputt dingst hat, das er noch nicht kaputt bissen hat, dann merkt er so, da beißt er so drauf rum und auf einmal quietscht's. Und dann kann passieren, dass er 10 Minuten im Eck hinten sitzt und einfach so macht. Ununterbrochen. Kriegst du einen Schlaganfall, aber irgendwo ist lustig. So, was ist jetzt da? Da wird Cowboy und Indianer gespielt, da war die Welt noch in Ordnung. Oh, was ist das? Oh, das Betty für heute. Ich hab keinen Katzenpoloch gesehen. Na, das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass man alles da kann, was er kann. So, kommt jetzt der Hund wieder. Nein, wir gehen raus! Finally! Es gibt die böse Nachbarskatze und haut uns den Arsch. Ah! Mein Gott, der Hund. Der Hund mit den Radeln hinter. Warum hat's das braucht? Hat's das braucht? Sag! Oh, schwimmen, komm mal. Anscheinend. Town Hall! St. Hope? Ein Park, was ist das da? Ich mag's hauen. Viel Teufel Blume! Oh, was mit Blume? Was ist das? Ist das Katzen? Erst mit Großfressen und bitte kotz. Bitte kotz. Bitte kotzen, sonst ist es nicht recht. Ja, da ist was weggelassen worden. Das ist die jugendfreie Version. Das war knapp. Da, hier, Schaf! Schaffotzen, was auch sonst. Stars in the Trash! Wow! So, das war das Tutorial, meine Damen und Herren. Emosido Enganado. Haben wir jemanden da, der Spanisch kann? Das klingt nach Spanisch. Oh, Oma, schau hier. Hier, Oma, kann ich dich hauen? Na, da, hier. Na, deine Seele gehört mir. Schmuse mit der Oma. Und dann hau ich eine Pfotzen. Warte, ich rolle ihr unter die Füße durch, dann schmeißt sie es, bricht das Knacken, wir haben ein Problem weniger. Bis dann! Mieti! Er schaut ein bisschen aus wie der Plötze. Er schaut wie er bei der Katzenbrocken, bloß in dick. Oh. Haben wir eigentlich schon eine Erklärung dafür? Warum? Und das wären alle unsere Katzen, übrigens. Katze ist da. Katze möchte was zum Fressen, Katze möchte egal was. Möchte schmeicheln, möchte schlafen, keine Ahnung was. Du kommst mit einer Schachtel. Und wenn die Schachtel so groß ist bloß, du stellst es da hin, die Katze wird versuchen, sich da reinzusetzen. Warum? Weiß das jemand? Ich weiß nicht. Ich habe auch gehört, das funktioniert schon, wenn man mit einem Klebebandel ein Viereck auf den Boden klebt, dann sitzen sie sich auch rein. Ich weiß nicht, ob wir das einmal ausprobiert haben. Ich glaube, da waren wir beide besoffen, da haben wir es einmal ausprobiert. So, Missing. Agerdes. Was machen Agerdes Sachen? Muss ich da aufspringen? Kann ich da? Ja, oh. Ja. Ah, da, hier, Winkemizi. Winkemizi eingeschaltet. Ich weiß nicht, was das bringt, aber schauen wir mal, was das bringt. Da ist eine Hauskatze. Hauskatze. Da, die springen auf den Kopf auf. Mr. Musiker. Ich mag auch spielen. Ich will spielen. Ich will Fische an der Angel spielen. Ich will nicht, dass es lädt. Schweinerei. Was haben wir da? Hier, LT. Ah, da kann man sich ja... Oh, da, und das ist schon wieder so ein tierer Hund. Der hat Angst, der läuft für irgendwas davon. Was haben wir da? Ja! Mehr Ballis! Ein Gacha-Fan, hol dir 3 Gachapons, nennt man die so. Bei uns waren das einfach bloß Plastikkugeln im Automaten drin. We deliver. Was haben wir da? Win-Pizza. Da freut sich mit Sicherheit, wenn ich da komme und seinen Scheißdreck abwirft. Fish Market. Was haben wir da sonst noch so? Oh, da ist die Miezi wieder. Die schaut ein wenig strolchig aus. Und ein wenig Tier ist sie. Ich kann es nicht bleiben lassen. Alle müssen runtergeworfen werden. Tschüss. Tschüss. Und Dog Pound. It's a lie. 16 Schatten. Ich weiß nicht, warum er seinen eigenen Schatten auf seinen rechten Oberarm wirft. Ich weiß es nicht, aber das werden wir schon finden. Hätte ich da umspringen müssen. Scheiße. Kann man das hauen?
die Hüpf- und Hangelanimation ist 1:1 wie im König der Löwen Game auf Sega damals. Ich kenn's nur auf dem Super Nintendo, König der Löwen, was übrigens bockschwer war. Bockschwer war. Und du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Absolut recht hast. So, waren wir jetzt halt. Butcher Shop. Das ist nix, Mieti. Da gehen wir nicht hin. Da wissen wir nicht, ob wir bei den Chinesen sind. Gib mir Wurst! Oh. Ja, ein bisschen am Boden dran, so. Ja. Ah! Der möchte uns hackeln! Bist du der? Bist du denn? Einfach einbrechen. So ein Sound. So ein Sound, oder? Einfach ein Wurst. Die berühmte Würstchenkette. Ich mag bis heute behaupten, die gibt's nicht. So, wir kommen jetzt rein. Ich mag auch was haben. Warte mal. Da springen wir mal nicht lieber auf. Machst du mal auf. Schön zeichnet ist. Da ist sehr viel Liebe hineingeflossen. Mini-Würstchenkette. Ja, die schon. Das ist aber auch schon die einzige. Und die ist bloß gemacht worden, weil es die Würstelketten in irgendwelche Zeichentrickfilme gegeben hat. So, müssen wir jetzt die Daumen fangen, sehe ich das richtig. So, komm gleich. Achtung. Ah! Was soll das? Ja, wir haben nicht aufgegeben. Birger, was tust du da schon wieder? Ja, Birger-Dinge. Ja, da kommen wir nicht auf, wir müssen weiter. Da ist ein Burger-Thing. Was haben wir da? Ah, wir müssen was mit der... Ah, schau hier. Mit dem Brot. Bäcker! Bitte ein Brot! Ja, und jetzt... Ich kann nicht mehr springen, wenn ich das Brot im Mund habe. Das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht! Nimm jetzt da das Brot her. Hier. Da. Ja, braver Vogel. Vogel! Was geht da? Gehen wir erst links. Oh, da ist der gelbe Fahnenmaler, hast du gesehen? Brot! Miau, miau, Motherfucker. Oh, mit dem Scheiß. Was haben wir da? Hier, da. Ah, Ballispulen. Ja. Der Knidl wieder. Kann man Leute ansteigen? Nein, kann man nicht. Warum die Leute da oben auf einmal vor mir ist, das weiß ich auch nicht so genau. Aber das ist ja wurscht. So, da geht's her. Gelbe Fahnenmaler war auch dabei. Vollsprint. Nein, muss ich abschmeißen, auch wenn es wahrscheinlich keinen Sinn macht. Ist mir Kruzifix, ich triff's nicht. Ja, sag einmal! Nein. So. Ja, ich will da rein. Oder da runter. Das wissen wir noch nicht so ganz. I know what to do. Oh, guter Samiauriter. Gib dem Mädchen den Bären. Der Miauriter? Was ist mit dem da drin? Kill to the Zombie. Ja, das macht Sinn. Macht Sinn. UFO-Files. Roswell Alien. Was steht da oben? Alambre. Alambre? Verstehe ich nicht. X-Gen. Bad Cat. Was war jetzt? Irgendwas ist gerade für NASA Lies. No Fear. Rose and Pete. Was war jetzt denn? Warum habe ich jetzt nicht gescheit steuern können? Verstehe ich nicht. So, aufschmeißen. Kein Blär mit auf, bleibt da, wo er ist. Fischstore. Festigster Store. Oh nein! Der arme Hund wird von den Ratzen gehauen! Da ist er! Schenk uns da! Und dann tue ich die essen. Und... oh. New best friend! Um Gottes Willen gibt's dem Hund was zum Essen. Ich flipp gleich aus. Es schaut jetzt so richtig aus wie ein Zeichentrick aus die 80er. Wieso ist denn jetzt nicht so traurig? Oh, schau halt nicht. Schau halt nicht so. Schau halt irgendwie anders. Da ist ein Pizzastückel drin. Oh. Ja. Ratzvieh. Da hier ganz viel, ganz viel Miezis.
Oh. 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 Sagst du, es ist, wenn vor 6 Wochen andere Dinge passiert werden, kann man das jetzt, müssen wir jetzt aufhören. Ich mag nämlich gar nicht wissen, wo diese Bilder her sind. Ich mag es nicht wissen. Also ich kann mir vorstellen, wo es hergeht, aber... Was es ist. Timmy Boy! Ich muss bei dem Spiel die ganze Zeit an meinen Koran denken, den sie mir zusammengefahren haben. Ja, ich muss mich ausstrengen, jetzt gib mir Ruhe! Gib mir Ruhe jetzt! Mr. Undead Nightmare, mehr als für 25 Monate. Aber der bin um ein halbes Jahr auch mal wieder dabei. Ja, Zeit das werden, was tust du denn dabei die ganze Zeit? Merci dir. Schönes Detail. Schönes Detail, da hat jemand auf alle Fälle ein Katzenbesitzer hat auf alle Fälle das Speck gemacht. So viel ist schon mit dir. Aber was haben wir da? Ja, da müssen wir einig rein, was auch sonst. Tja, damit ist meine Diät maßgeblich gescheitert, denn so viel Zucker nach ist garantiert zu ungesund. Da kannst du mal Gift drauf nehmen. So, was müssen wir da machen? Muss ich da irgendwas kaputt machen? Ich sechs bis daher, da ist oh, der Mieze. Oh oh. Da, schau mir Arschloch an. Oh, da vorne darf man natürlich nicht ins Wasser reingehen. Muss ich ihm jetzt auffahren oder was muss ich denn da mit ihm? Warte. Aha, aha. So, mate, so ein Tierling wie du, aber mit zwei... Bist du schwer wie ein Schubkarren mit 2 Ziegelsteinen drin. Das kann ich nicht glauben. Oh, er hat's mir ausgeschaltet schon. Ja, Fussi putzen. Nur den hinten rechts. Nur den hinten rechts. Missing Yumi. Ob das eine Anspielung auf League of Legends ist? Ah, ne! Zitterpartie. Fange dir einen Elektroschock ein. Ich habe einen Elektroschock gefangen. Entschuldigung. Mein Fehler. Ja, ein Schalter oben jautzen werden nicht funktionieren. Müssen wir uns eine neue Späße mitnehmen. Und am Schluss wird geschmust. Ja, wenn man anders schleicht schauen, ne? Vogel! Ne, da bist du wieder nicht, das ist eh klar. Cat Population controlled by TNR. Mag ich wissen, was das ist? Oh, nein, nicht! Nicht! Nein, nicht! Ah! Oh. Wisst ihr es noch, als Kind waren unsere größten Probleme, so mit 5, waren unsere größten Probleme, das erste größte Problem war auf alle Fälle das Bermuda-Dreieck. Ja, das war das krasseste. Das zweitgrößte Problem war, das drittgrößte Problem war das Bermuda-Dreieck. Das zweitgrößte Problem war Treibsand. Und das größte Problem war ein Tierfänger. Wisst ihr es noch? Halt zusammen! Los her! Außer mit dir! Komm! Oh, da müssen wir den Eimer beeimern. Eimer beeimern! Schau hier! Oh, stimmt, das viertgrößte Problem war noch, dass die Sonne in 3 Milliarden Jahren ausbrennt. Stimmt. War noch ganz hoch im Kurs. Früher war einfach alles besser. Was denn jetzt? Kann ich da jetzt wieder schlafen? Ich bin mir nicht so 100% sicher, was mir das bringt, dass ich mich da einfach hinlegen kann. Ich kann mich einfach da wieder drücken und dann stehe ich wieder auf und das ist nichts anderes. Wir haben kein Leben, wir haben kein... Da, den müssen wir hauen, das habe ich gut, das weiß ich. Mehr weiß ich nicht. Oh, was ist da? Also, wildfremde Mieze, da schmeißen wir uns einfach ohne, oder was? Das kriegen wir dann noch schön wahrscheinlich. Was ist da los? Das ist doch einfach wahrscheinlich von irgendeinem Donator oder irgend sowas eine nachzeichnete Katze, die da eingebaut worden ist, oder? Da, hier groß fressen. Bin gespannt, wann wir speichern. Vielleicht ist das Healing speichern, das kann sein. Mühle, das ist richtig, das kann sein. So, hier Trash. Nein, nicht schon wieder Ratzen! Au! Au! Oh, jetzt wird's rot.
Ja, was muss ich denn da? Haben wir's jetzt bald? Schleicht euch! Noch ein Arsch so hau! Fix, Mari. So nicht. Warum denn? Was ist mit ihm? Picasso! Warum? The Dog! Was ist das? St. Anton Mino Dominicali irgendwas. Ich schlafe mal da. Ich weiß nicht, was... Oh, Mei. G? An jedem Kind der 80er sagt sofort... Der Zodelschrei hat auch was Interessantes geschrieben. Bin ich der Einzige, der vom Stil her Flashbacks hat von als die Tiere den Wald verließen. Genau an das erinnert es mich auch. So einen ganz alten Zeichentrickstil. Eher einen deutschen Zeichentrickstil als einen amerikanischen. Ich weiß zwar nicht, wo als die Tiere den Wald verließen gemacht worden ist, aber ich glaube bei uns. Erst einmal einen Hund nicht schmeißen an einen Wildfremden. Der rosa Nägel hat die so lang sind, dass er die länger sind wie unsere. Okay. War das eine Bob Ross-Anspielung? Ich bin immer noch so ein bisschen lost. Geht's da um was? Da, hier, Missing, Sully! Na, ja schon wieder. Wo versteckt er sich? Du das Auto. Vielleicht ein bisschen Patterson und Findus. Ja. Nein. Wo ist das? Nein! Er ist der Tierfänger, Sepp, oder? Oh, wenn es irgendwelche schlimmeren Töne auf dem Planeten gibt als das, dann soll er es mir bitte sagen. Wir verstecken uns unterm Auto. Einfach. Wir kennt nur unten am Fluss. Ah! Was suchst du da unter dem Auto? Ich hau da einen Pfotzen, du Arschloch. Schleiche mit dir nicht vorbei. Geh nix. Abflug. Ab. Da gemeine. Was ist das? Katzenkonzert. Miaue mindestens 20 Mal. Verdächtig. Begegne Mr. Fresh. Wer ist denn Mr. Fresh? Mr. Fresh? But why? Oh, wir hauen! Entschuldigung, ist mir Aufgabe. Als Miezi das Vertrauen. Ah! War da gerade eine Zeichnung, wie man eine Katze legt? Wenn das keine Anspielung ans Toys R Us ist, dann weiß ich nicht was. Ich hab mich versteckt. Da oben ist ein Boy. Ich muss ihn kaputt machen. Ist irgendwie eine Mischung von Aristocats und Susi und Strolch. Ich finde, Susi und Strolch war schon zu neu für die Art Zeichenstil. Finde ich zumindest. Schau mal, das muss auch abgeworfen werden. Schau mal, wahrscheinlich gibt es ein Achievement, wenn wir die Dinger alle kriegen, hä? Na? Jetzt halt. Da ist aber auch der gelbe Kantenmaler, der sagt, ich muss da oben. Nein, da nicht. Das war knapp. So, was haben wir jetzt da? Nein, da schlafen wir jetzt nicht. Lass mich in Ruhe. Was ist denn mit dem? Nein! Das ist ein Topf. Den lass ich sein. Ich muss am Tierchen bleiben. Ist ja klar? Ja. Ja. Komm. Katze 1, Tierfänger auch 1, aber die kriegen wir schon noch. Wo ist denn? Zeig nicht mehr. Ah! Was? Ja super, was soll denn da tun? Muss ich mir jetzt mit den Scheiß da anschauen? Was soll denn da wenn muss ich springen oder was? Die Muse ist fucking intense.
nicht schlafen! Nein, jetzt auch nicht Ball spielen! Nein, 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 wir laufen! Keine weiteren Töpfe, meine Damen und Herren, keine weiteren Töpfe! Das kann ich nicht verantworten! Ja! Ich drück X! Ich drück ganz viel X! Ewig für X habe ich gedrückt! Ja! Gleich einen Daumen aus! Okay, passt, geht schon wieder. Geht schon wieder, wackert auf, chillen Sie bitte. Mühli! Kruzifix! Jetzt warte mal kurz. Mittendrin, scheiß mit einem 10 nochmal an. Mühli, merci dir! Fun Fact zu Winkekatzen, wer es noch nicht weiß. Winkekatzen haben eine Bedeutung. Winkte die linke Hand, bedeutet es, dass die Katze Glück herbeiwinkt. Die rechte Hand bedeutet, dass die Katze Geld herbeiwinkt. Ah, jetzt verstehe ich Hip-Hopper. Alles klar. Weiter geht's. So, wir hängen wir da an der Kirche jetzt drauf. Mühli, merci dir. Ich muss dich bei der Way korrigieren. Susi und Strolch kam 55, Quelle und andere Mitte der 90er. Sprich, der Zeichenstil ist älter. Ist Susi und Strolch von 1955 der Zeichentrick? Das glaube ich nicht. I don't believe you. Ich bin die Mizi jetzt. Was muss ich machen? Oh, jetzt. Na! Okay! Was? Warum sterben in Serien die Spiele immer so oft? Ein Platten oder ein Tierjäger? Ich hab schon gesehen, oder Knie am Kopf. Okay, da müssen wir vorsichtig sein. Da muss ich genau nach oben drücken mit dem Stick, weil sonst. Oder einfach nirgendwo hindrücken mit dem Stick. Jetzt sind wir bei Assassin's Cat 16. Da hinten ist ein Vogel! Warte mal. Können wir mich da einhalten? Nö. So, Vogel. Vogel, du gehst weg. Okay, passt. So, sechst es da überhaupt hin? Ja. So, mit dem Bredel oben stimmt was nicht, ich seh's. Das ist rutschig oder irgend sowas. Okay, okay. Nochmal Vogel. Okay. Nein, nicht! Ich muss doch hinterm Pfosten bleiben, oder? Was muss ich denn da? Was soll ich machen? Wölfchen gleich! Ich bin in einer Stresssituation. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Susan Strolch ist wirklich von 55. Krass. Krass, okay. Das habe ich moderner in Erinnerung. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was wir da tun sollen. Hab's einmal so probiert, hat anscheinend funktioniert. So, Wölfchen, du bist dran. Trivia! Als die Tiere den Wald verließen, basiert auf dem britischen Buch The Animals of the Farthing Wood von 1979 und wurde 1993 in Deutschland vom ARD WDR unterstützt, übersetzt und ausgestrahlt. Danke ans Wölfchen, im Ernst, aber danke an ARD und WDR für das Kindheitstrauma. Es war ganz nett, ganz lieb. Dankeschön. Dankeschön. Ein bisschen nach links. Eins nach links, Kim. So. Na, das ist der Stauern, wo springe ich denn hin? So. So. Was soll ich mit B? Ah, mit B kann man sich runterfallen lassen. Okay, okay. Verstehe, verstehe. Nach oben, nach oben, nach oben. Ich weiß zwar nicht, was wir da oben deren, aber wir werden mal Chance finden. Jetzt gehen wir noch da oben. Jetzt kommt wahrscheinlich der Gargoyle und haut uns runter. Wenn jetzt Gargoyles auch noch kommen, dann haben wir wirklich in den 90er. Wer kennt Gargoyles noch? Kann ich mir am Zeiger erhalten, meinst du? Ja. Was tun wir mir da? Oh oh. Warum ist jetzt das Spiel best? Das war kein Topf, ich glaube, das gehört so. Ah, es gehört ja so. Warum haben wir jetzt da drin? Was die kleine Mizi schreibt, das ist meine absolute Lieblingsserie. Das aus dem Munde einer Frau zu hören, habe ich nicht kommen sehen. Aui, jetzt wird's anspruchsvoll, Kinder. Lassen wir uns einmal ganz runterfahren. Das war knäpplich, meine Damen und Herren. Knäpplich. Da müssen wir umspringen. Umspringen! Ja. Dann haben wir Creepy Tail schon gespielt. Das ist ein Wahnsinn, da feiert er bei uns gar nichts weiter. Also. Beziehungsweise habe ich immer noch. Gargoyles war eine coole Serie. Ich hab Gargoyles. Da, der schaut schon wieder ums Eck, der Teufel. Wo haben wir? Da haben wir. Wo musst du jetzt da? Soll ich da rumkommen? Da sitzt der da. Ich muss probieren. Ich sehe keinen anderen Weg.
Kannst du schon ärgern, du Huren. Schieb ich über Lut. Schneller! 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 Schnell aus, das... Schneller! Nein! Nein! Da wird er wieder ein Schwanz sein, dass man das Poloch nicht sehen kann. Was, so weit wieder? Okay, kriegen wir schon. Doch nicht so einfach, wie ich das dachte. Hat das Ding so gefressen? Na, was? Warum geht ein Steuerkreuz nicht mit dem scheiß Knüppel? Bin ich ein Gichtfotzdepp und drück irgendwo hin? Wo ich nicht hindrück, aber Ezio! Ich glaube, unser Katze heißt Ezio. So, links. Einfach nix drücken zum nach oben springen. Drück einfach in keine Richtung, Birger. Drück halt einfach in keine Richtung, wenn's nach oben möchtest. Grutzi fix noch eins. Schneller! Katzio! Obi! Schnell um mich! Um Gottes Willen müssen wir da in den Stauern kommen, wenn wir nicht vorbeispringen, oder? Hä? Ah, Obi, da ist ein Schlitz. Obi, da ist ein Schlitz. Und dann ganz schnell auf und rechts. Achtung. So. Auf, rechts. Auf. Bimmelbammel! Ah, das bimmelt uns weg, wenn wir es falsch machen. Bimmelt mich nicht weg! Ah! Will sie nein! Nochmal. Und Gas! Und und auf! Dumme! Hey, Alter! Just Mercy, Alter! Und für Steffi, Dino. Merci dir. So, Schluss jetzt mit dem Krampf. So, komm ich da auf? Ja, da komm ich auf. Komm ich da auf? Komm ich da nochmal weiter auf? Nein, ich komme weiter nach rechts, also müssen wir nach links. Oh, da kommt der Quasimodo und Gondel der Morgens. Pass auf. Ja, sehr gut. Ich glaube nach rechts. Na! Wieso der hat doch gebimmelt? Luzi, fixen im Space immer wieder öfter als den scheiß Resident Evil. Wo müssen wir dann hier? Rechts, auf, rechts. Okay, vielleicht macht das mehr Sinn. Der Glöckner von Notre Dame hat jetzt 4 Tage Woche. Quasi Mod. Walleck, Alter. Der Glöckner von Notre Dame hat jetzt 4 Tage Woche. Komma. Quasi Mo bist du. Alter, halt einfach dein... Wie lang sitzt du auf dem schon? Wie lang sitzt du auf dem Spruch? Spreng! Okay, ich wollte gerade sagen, der muss uralt sein. Uralt. Wie lang? Also, komm, hör mir auf. Komm, quasi, wo bist du? Du Trottel, ich flippe aus mit dem Idioten. Aber ey, wir haben es ja schon herausgefunden während Resident Evil 1, dass das dein... Dass das schon übst, seitdem du ein kleiner Bub bist. So, Glöckner ihm eins. Und dann glöckelt man gleich nochmal hinten neu. Glöckeln, Stereoglocken, ja! Ja! Das ist ein Hi. Warum spritzt da kein Blut, frage ich mich. So, kann ich jetzt da um? Lass mich jetzt ja da um, du Arschloch. So. Nein, müssen wir mal so umgegangen. So. Oder gelbe Fahnenmaler. Jetzt haben wir ganz um! Was haben wir da ganz um? Vogel! Ja, aber was haben wir aber gemeint? Was passiert? Ui! Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ui! Ich springe mal. Ich kann nach vorne drücken, aber so, ja. Jetzt. Hallo? Ich kann nicht hauen, ich kann nicht mounten, ich kann gar nichts. Jetzt halt. Vogel! Und jetzt haben wir wieder ganz unten. Das war aber eine lange Reise nach oben, du. Na, sag mal. Miau. Muss ich da irgendwas Bestimmtes da, oder was ist der Plan? Jetzt soll ich gar nicht stirb schon wieder. Miau. Hallo. Ich kann nicht sehen. Das geht nicht gut aus, Kinder. Das war aber... Oh, da ist der Spätzig gewesen, ich hab ihn genau gesehen.
Ich hab ihn genau gesehen. Schau her. Wenn das nicht das perfekte Cozy Game ist für ein 4 Tage langes Wochenende, wo ich mich nur healing werde und nichts tun werde, ich sag's es ist, ich werde nur Eve spielen. Das Einzige, was ich tun werde. War halt schon fleißig und hab die ganze Scheiße. Ich hab eine Zielwirtschaft beieinander gehabt, Alter, dass der Schädel zerreißt. Dass der Schädel zerreißt. Heute hab ich's endlich geschafft, dass ich Nachmittag die Scheiße herrichte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Oh, das ist ein Weiberl, ist die scharf? Ich weiß jetzt auch nicht. And now? Miau, miau, mfr. No. 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 So, Spegor, oder? Nein, bitte nicht. Ja, wir schlafen mal wieder mal. Guten Morgen, es ist nachts sind alle Katzen grau. So, waren wir jetzt auf dem Dach oben irgendwo, oder was? Haben wir jetzt Babys gemacht oder nicht? Wo ist denn das? Das ist ja gar kein Spätzl, das ist unser... Oh, was haben wir da gefunden? Oh, da müssen wir rein. Wenn ich den Stiel sehe, denke ich an alle Hunde kommen in den Himmel. Was war denn das gleich wieder? Der Titel sagt mir irgendwas, Herr Cartoon. Tommy übrigens, mir ist für deine 6 Euro. Ich weiß nicht, ob ich es vorher bloß vorgelesen habe und einfach nicht Dankeschön gesagt habe. An das erinnert mich nur an irgendwas. Der Titel, der sagt mir was. Charlie? War das der graue Hund? War der Charlie grau? Und auch so eine Straßenkette? Oh. Oder? Oder aber nicht Carly geheißen, sondern Charlie. Oder? War schon. Easy. Ich erinnere mich. Missing! Der Gordy! So, wie viel wiegen wir? I'm a one big boy. Wir haben also ein Mandal. Fruit Vegetables. Okay, was haben wir da gefunden? Hol ich's an. Und jetzt? Verstehe ich nicht, ich mag aussehen. Müssen wir es nochmal umdrehen? Na, jetzt hau ich auf, ey. Dann müssen wir irgendwas hintragen. Ein Apfel! Jetzt kann ich ja voll springen mit Sachen im Maul drin. Legen wir hin. Hätte man gleich noch mal schnell umdrehen müssen. Miau! Und jetzt kann ich da rein, ich weiß auch nicht. Hä? Hä? Apples, minus 20%. Die Äpfel sind im Angebot, bitte, wir müssen zum Edeka. Fruits, Vegetables. Ah! Ah! I see. Wir müssen mit Scheiben kaputt machen. Jetzt ist Zeit für Sachbeschädigung. Moritz hat's geschrieben. Sachbeschädigung. Schau dir mal, scheiß auf eine Kartoffelkanone. Nimm meine Apfelkanone. Und nochmal. Alle guten Dinge sind 3, was das betrifft. Hopp, auf mit dir. So, hier kriegt einen Bums. Mei. Hitboxen sind eine Katastrophe in dem Spiel, aber sonst ist es ganz nett. Easy. Schau uns an. Schlaue Miets. Aber den Opfer nehme ich mit. Kannst du mir Gift draufnehmen. Tschüss dann. No. Warum hat's denn der Hund sein müssen mit einem Fahrgestell, ich sag? Apple to your Kloschheim! Oh nein! Nein, mein Freund! Nein! Nein! Oh, da ist schon wieder Ratzen! Red Town! Aber, missing! Der Toby! Warum ist der Toby missing? Was da? Out of order, das werden wir gleich herausfinden. So, hier, lass mir ein wenig Kohlen raus, du.
Achievement, Miaujionär, hol Geld aus dem Automaten. Gefährlich, gefährlich, ja, gefährlich. Ja, ich wollte mich schon immer mal fühlen, wie eine Katze über die Straße muss. Oh mein Gott, ey. Ja, okay, chill. Abflug! Mach jetzt ja keinen Scheiß mit dem Hund, weil er ausrast. Ja, schau dich. Kenn ich. Frag einmal aus der neuen Perspektive. Stimmt. Nein, nee, bei heute nicht. Nein, nee, ich mag ihm bitte die Augen auskratzen. Wieso hat er lauter Ratzen und wieso haben Katzen und Hund Angst vor Ratzen? Beißen als Knacker und Beidels. Oh nein, da ist unsere Freundin. Schnell, Katzen, Schlägerei! Was müssen wir da? Da ist ja Pfotzenblutig, Mistvieh. Ich darf ja auch nicht sagen, ich habe auch mit 2 Ratzen gehabt. Und Mr. Hyde und dann Dr. Jekyll. Die haben sie am Schluss gegenseitig gegessen. Aber das sagen wir keinem. Ja, wie soll denn das laufen? Ja, was hast du für ein Range, du Mistvieh? Hast du ein Schwert oder was? Verpiss euch! Möchtest du da oben? Wo sind wir? Was? Ah, die schmeißt mit Stein. Warum? Miau! Schmeißen die schräg an oder schmeißen die bloß... Ja, das ist ein totaler Köder. Verstecke mich da. Jekyll hat Dr. Hyde verschlungen. Ich weiß nicht mehr, wer wen gegessen hat, aber ja, so geht. Oh, das ist natürlich schon... Ja, genau, toll. Beschwerdebürger, weil es ein bisschen zu einfach ist. Das tun wir natürlich nicht. Mario hat 7 Ratzen gehabt. Die waren aber, ich weiß nicht, was mit denen auf einmal passiert ist. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die krank geworden sind. Die haben von einem Tag auf den anderen eigentlich... Weißt du schon, auf einmal hat die eine die andere gegessen. Ich weiß auch nicht, was da los war. Die waren lustig, die einen wieder hinten in meiner Kapuzen drin gucken. So, jetzt wenn da noch mehr ein Ratz daherkommt, ich weiß gar nicht, wo ich mich verstecken soll. Da verstecke ich mich. Wer weiß, wenn du von einem Stein erschlagen lässt, du Rat... Ah! Achso, ich meine, das kommt nochmal, das Mistvieh. Meine haben größtenteils an Tumoren gestorben. Ja, ich weiß bei mir nicht. Ich hab's dann im Garten vergraben. Der Hund hat's 14 Mal ausgegraben. Na, oder nicht? No. Okay, ciao. Jetzt sagt er mir Arschloch da. Ja, kommst doch du rein! Wieso ist jetzt ja da draußen und fröhlich? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wieso ist er so traurig? Oh, na. Na, das ist... Na. Das ist jetzt halt hoffentlich nicht der Ernst, was... Kim. Kim. Kim! Ja, hinten, oi! Ja, kommst du so wie fast Lanze werfen bis du... Ah, genau, das war die hinterfutzige Scheiße, du. Ist jetzt die miezigste... Also, da spinnst du! Sag! Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Der kommt schon wieder. Nein. Nö. Ich glaube kein Wort. Sowas machen Cozy Games nicht. Das stimmt. Okay, das war ein Topf. Das war zugegeben ein Topf, wir waren einen halben Meter vor Ende. Hoppala. Wieso bin ich vorher gestorben? Da war es doch kein Topf. Spey hat übrigens gerade 0 von 10. Da wirst du mir nicht erzählen, dass die Miezi jetzt da gestorben ist. Nein, war zu wenig dramatisch, glaube ich nicht. Kommt jetzt da nur auf Eier? Natürlich kommt da das Fassel, hat mich vorher gekillt. Ach so! Okay, ich bin nur einen Topf schuldig.
Ja, super, wir sollten nicht... Wie soll das denn gehen? Ja, Kim. Ach, ich kann durchrollen. Okay, ich bin echt zwei beschuldigt. Entschuldigung. Gleich. Haben wir's schon. Schmeiß die Stelle im Spiel! So, 111! Nochmal einen. Aber wer ist denn das jetzt? Wenn das jetzt unsere Kinder sind, die da ist. Ohne Scheiß, halt doch dein Maul, Kim. Komm, hör auf jetzt! Die Katze aus! Na nicht! Also das ist jetzt einfach die Katze. Also das ist ja nicht der, die Kim schon wieder. Jetzt chill die Kim schon wieder. Wir holen unseren Hund jetzt raus und dann machen wir ein bisschen Mund zu Mund, Poloch zu Poloch und dann wird es schon wieder. Wo haben wir? So, Spul aus. Wir werden auch noch gefangen und sterben und dann ist spät geworden. dann schreibe ich einer aber eine Bewertung, die sich gewaschen hat, Freunde der Sonne. Das kannst du mal Gift drauf nehmen. Njau. Was ist mit Baum? Jetzt habe ich ein bisschen König der Löwen-Vibes. So hat ausgeschaut, als hätte der Stor ein Arschloch schon noch. Warte da. Schau. Stor hat ein Arschloch. Das ist die obere Hälfte eines Polochs. Ich geh mal rein. Ess mal das Gras da drin. Geschmackig. So, was haben wir jetzt da? Was ist das da? Das ist irgendein Ratzentempel oder irgend so ein Scheiß. Die kommt schon wieder und wenn wir Spänner starten mit. Da war einfach unser Hundefreund von vorher. Hunting? Oh no. So machen das die echten Jäger auch. Die zielen kurz. Ah! Alter, was? Okay. Alles klar. Alles klar. Hab schon verstanden. Kann ich mich da hinterm Stor verstecken? Sag ich das richtig? Wieso schießt der auf mich? Ist das Hurenviech? Ja, Kim, vorher hat er sich doch auch um... Also sag einmal. Verreckt mir öfter wie ein Resident Evil. Was ist denn da los? Okay, lassen wir uns Zeit. Und Gas. Ach, wir müssen noch mal ein Stück weiter fliegen. Okay. Komm, geh weg. So. So, wir bleiben da hinter die Stornen stehen. Hä? Ja. Kein Cozy Game mehr, ne? Das ist Schluss mit Cozy Game. Ich tuck mir jetzt da mal vorbei. Ich hab keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ja, funktioniert. Langsam, nur die Ruhe. Schaufel! Auf den Arsch hauen! Oh. Oh. Das ist der Assassin's Creed Move. So, ein ins Fate. Das ist cool gezeichnet. Was kommt da hinter uns? Irgendwas ist hinter uns gestapft. Ich bleibe mal sicherheitshalber da drin. Pfote waschen. Und jetzt? Vollsprung. Ah! Hört auf, ich hab den vorherigen Ratzenkäufer. Ja, Best Friends! Best Friends forever. Erstmal schmeicheln. Motherfucker! Oh. Ach, er ist ein Jagdhund, oder was? Ist das jetzt ein neuer Abschnitt oder haben wir schon wieder verreckt? Oh. Ja, spätestens jetzt habe ich König der Löwen-Vibes. Da hat man auch auf irgendeinem Scheiß. Und man hat sich ja irgendwie einen Affen einhalten müssen. So. Aber reden wir da umeinander? Wir reden umeinander wie die Vollgasnerischen. Oh, wo du Schwammerl aus dem Felsen raus? Um Gottes... Ah! Der Piranha Sepp. Komm mal auf die Blumen schwimmen. Turmspringer. Springe vom höchsten Punkt ins Wasser. Was kann ich da jetzt machen? Kann ich da irgendwas machen?
mir schwimmt der Fischschwarm hinterher. So gerade Abbeidel. Animation haben sie gemacht. Fischi! Ich trau dem Braten da nicht! Sitzt wieder der Jäger irgendwo und schießt mir ins Gesicht! Es ist ein bisschen viel. Einfach nur nach rechts laufen. Das ist. Oh, da ist wieder der große Fisch, oder? Da ist der große Fisch. Ich sehe ihn genau. Links. Warte. Da, ihr seht ihn vielleicht nicht. Hier. Aber ich sehe ihn. Das weiß ich auch nicht so recht, wie wir das machen. Müssen wir unser Leben schwimmen. Probier's. Ja, kannst du umeinander schwimmen da hinten, wie du magst. Komm, schwimm. Schneller. Auf, bevor er so springt. Der Schwammerl ist ein Trampolin. I guarantee it. No? Ah, nein, okay, doch nicht. Ich hatte gehofft, er ist ein Trampolin. So, Friesenfliegenpilz, du Kackfisch. Jetzt schwimm ich einfach. So, kann man jetzt wieder ein Cozy Game haben und bitte nicht Dog Pound. So schaut's also aus, er wohnt in einem Schloss und da sperrt der Hund ein, oder was soll das werden da? Okay. Dog Pound. Dog Pound. Glucorat. Oh no! No! Miau! Miau! Wir holen dich da raus. Wir holen dich da raus. Oh, er kriegt einen 50er für einen Ratz, 600 für eine Katz und 600 für einen Hund. Aha. Wo sind wir mir? Okay, er wacht auf, wenn... Metal Gear Solid. Der Herzog Igzorn von den Gummibären. Der hat auch so ein Kinn. Das stimmt, der hat auch so ein Kinn. Gehabt. Wir brauchen den Schlüssel, Kinder. Bin schon unterwegs. Das ist gutes Versteck. Katze, viel schlau. Da war ja, ich weiß, die war auch ein lästiger Hundefänger und Katzenfänger, wenn ich alle 4 Sekunden aufgeweckt bin. So, Schlüssel klauen, Abflug. Easy. Solid Cat statt Solid Snake, ja. Ja! Nicht Ben! Nein, nicht! Sei leise, du Idiot. Jetzt wagelt mir die Ausse, Kim. Abgewackelt wird. Ja, wir reiben auf den Mund! Miau! Oh no! Und schon wieder haben wir bei König der Löwen. Da hat es auch so Passagen gegeben in der Stampede. Was können wir machen? Können wir irgendwas machen? Nein, können wir nicht. Was er schießt mit Kanonen auf uns! Wohin? Oh. Nein, ich laufe genau falsch. So, da und da. Okay, ja, kann ich mir merken. Wir bleiben da mittendrin. Und dann links. Kriegen wir hin, schon hin. Ah, geht schon. Da kommt der Schatten am Boden, hab ich nicht gesehen. Schnell wagen! Wagen uns! Du musst uns wagen! Was ist denn jetzt? Ich möchte uns über den Haufen fahren, der Hund. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Nicht! Nicht! No, wir gehen da oben. Nein, nicht! Nein. Ja, das kriegen wir schon. So, easy. Dann gehen wir da oben. So, dann können wir es aussitzen. Stimmt, weil Lionhearts hat auch so ein Ja, super, was sind da jetzt mal? Wann die jetzt gewinnen? Ja! Ja, oh ja! Ja, jetzt fress die Dratzen, du Huren. Okay, ciao. Ich hätte jetzt gern so einen richtig schlechten Roadrunner und Coyote Code so in der Mitte. So, stehen bleiben. Oh. Du Platter der Teufel, hoffentlich fress die Dratzen. Oh.
Ja, los soll erst. Ja, ja, gute Idee. Oh, wir haben gleich mal Tierklinken benutzt. Bin schon unterwegs, tu dich nicht runter. Mach auf! Ja! Jetzt bist du am Arsch. Das war's mit dir, Königin sein. So schaut's aus. Jetzt sind wir schon wieder daheim. War das die ganze Geschichte? Nein, das kann ich nicht glauben. Die haben wir da nicht so viel rein. 9 Leben! Verliere bis zum Schluss des Spiels weniger als 9 Leben. Wir haben doch öfter mit 9 Mal gestorben, oder nicht? Er ist wieder da! Oh, schau hier, unser Best Buddy ist wieder da. Hey, du? So. Alles beim Alten. Und jetzt? Wir werden den nicht hauen. Ich weiß schon, ich weiß schon. Ein bisschen Spaß in irgendwas reinbringt. Oh. Scherben bringen Glück. Wirf 10 Blumentöpfe herunter. Easy. Bin für nichts anderes geboren worden. Echt, ans kleine Arschkind, was spielt denn? Der spielt auch ein Miesi-Spiel. Was spielt denn? Schieb, was er spielt. Was ist denn das für ein Spiel? Sag mal, was für ein Spiel das ist. Da wird eine Leertaste angezeigt, obwohl er da Atari spielt. Interessant. Hat es für einen Atari eine Tastatur gegeben? Ich weiß es nicht mehr. Gehen wir mal oben. Ist da der Besi Staubsauger noch da? Nein. Oh, da ist der Papi! Papi, ohne geschmiert. Ja, hat's dich gestrahlt, Papi? Ja, hast du einen Dreh. Wieso da immer noch Bossmusik kommt, das muss man nicht wissen, aber ist wurscht. Der spielt Stray. Wahrscheinlich. Home sweet home, geht zurück nach Hause. Immer war genau so. Oh mei, oh mei. Echt? Da ist aber nicht gestanden, dass das bloß ein Stück. Also, okay. In memory of our pets who earned their wings, we'll meet at the Rainbow Bridge. Oh. Oh. Nicht. Right in the meow meow. Fridolin! Ah, Mann, was spielt der Zigeuner denn da? Süß, Sakra, ein Traum und aus. Nudelwolger. Merci dir. Also. Es ist ein bisschen sad. Das ist wirklich ein bisschen sad. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder gerade so ein bisschen daheim hockt, wenn man zumindest einen Funken von Feeling in sich hat. Auch ich, der sich denkt so, no, okay. Allerdings ist jetzt 20 nach 9. Okay. Also. Es ist ein Kinderspiel. Es ist ein nicht so wirkliches Spiel. Was passiert jetzt, wenn ich einen Weiterdruck? Haben wir jetzt wahrscheinlich beim letzten Abschnitt oder so. Wir spielen jetzt nicht ab There is no game.
Das werden wir nicht tun, weil bei There is no game doppelt so viele Leute da waren wir jetzt halt. Und wenn wir mir da jetzt halt ein Kapitel spielen oder so, dann beschwert sich wieder irgendjemand, ich war am Mittwoch nicht da, mi. Was passiert denn jetzt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Seien wir uns ehrlich, wenn jetzt da keine Mizis und Hunde und so Geschichten in dem Spiel gewesen wären, dann da ich jetzt gerade völlig ausrasten. Das seien wir mal ehrlich. Legen wir mal die Mizi, Hunde und scheiß Arschloch-Tierfänger-Brille zur Seite. Ich muss jetzt was schauen. Warte. Ich mach jetzt das Spiel zu. Was hat das Spiel gekostet? Leon, we're running out of time. Das ist Resident Evil. Warte mal, das ist gerade runtergesetzt auf 5,99. 5,99 sage ich, selbst 5,99 kann echt viel. Für eine Stunde spielen. Mit 0 Wiederspielwert. Und es war jetzt auch, es war dahingehend was Besonderes, der Zeichenstil ist was Besonderes. Da ist sehr viel Liebe hineingeflossen, das schön, das kann man so lassen. Jetzt muss ich aber mal schnell schauen, was ich dafür gezahlt habe. Ich habe es gestern schon gekauft gehabt. Und ich weiß nicht, ich glaube, bei mir war es nicht runtergesetzt. Jetzt warte mal. There is no game on Stars in the Trash. Ich sag's, was ist, ich habe gestern dafür 12 Euro bezahlt, heute ist es runtergesetzt auf 5,99 Euro. Das tut mir jetzt wirklich leid, das ist das erste Mal, wo ich sag's, was ist, das gebe ich zurück. Und dann kaufe ich es für 5,99 Euro nochmal. So, ja, genau wie es der Sprenger schreibt. Refund und nochmal kaufen. Für 6 Euro sage ich, okay, da behalte ich es mir. Aber für 12 Euro, nö. Zum Anschauen war es schön, aber für 12 Euro hätte ich mich angeschickt. 12 Euro ist eine Frechheit. Seien Sie mir nicht böse, Mr. Star of the Trash. Mal aus der Sicht sehen, das ist alles mit Sicherheit handgezeichnet. Alles. Man sagt ja, dass das handgezeichnet ist. Das ist wahrscheinlich extrem viel Arbeit, das sage ich nichts, aber das Spiel dafür war zu einfach. Also ein bisschen Plattformen, ein bisschen wirkliche Rätsel hat es nicht gegeben. Das macht Creepy Tales um Welten besser, seien wir uns ehrlich. Ich finde auch die Sterbeszene von unserer Freundin, die wir dort erwischen, ich bin mir sicher, das ist sicherlich nicht einfach, eine Geschichte zu erzählen, sowas vor allem, ohne ein Wort zu sprechen. Wir haben keinen einzigen Text, kein einziges nicht, aber trotzdem, die stirbt, ist weg. Das ist sicherlich sad und so, aber ja, 12 Euro sind zu viel. Scheißegal. Das gebe ich zurück und kauf's nochmal für 6. Das ist in Ordnung. Ja? Soll ja auch sein Geld dafür haben. Es ist jetzt 9:30, Montag Spiel weiterspielen. Herr Grauenbärtig, haben Sie mir zugehört, was ich vor ungefähr 60 Sekunden gesagt habe? Wir spielen jetzt nicht There is no game. Warum? Weil sonst am Montag waren ungefähr 11 oder 1200 Leute da. Ja? Wenn wir das jetzt spielen und dann kriegt der ganze große Teil ein ganzes Kapitel nicht mit. Das will ich nicht. Dafür machen wir jetzt, weiß ich nicht, was machen wir? Wir können auch mal früher aufhören. Gehen wir ins frühe Wochenende, der wir was besänfen. Es gibt was zum Besänfen. Was ich schon seit 3 Streams mit mir mitziehe und noch nicht drüber geredet habe. Spielen wir kleine Runden Eve? Nein. Wenn ich weiterhin möchte, dass mehr wie 4 Leute zuschauen, dann spielen wir kein Eve. Kannst du dir Adorable Adventures anschauen? Was ist das? Adorable Adventures. Um Gottes Willen, was ist denn das? Um Gottes Willen, was ist denn das? Das ist am 30. April 2026 rausgekommen. Das ist vor 14 Tagen gewesen. Schauen wir uns den Trailer an. Du Babyschweindi! Was ist denn das? Oh. Say hello to Boris. He's a young, curious baby boar with an incredible sense of smell. And he's using his nose to learn more about the park he calls home. As he explores, Boris will identify different plants Andreas and wahrscheinlich wildlife. nicht. He might get distracted from time to time.
After all, some Babypumper. smells are stronger than others. Oh, das Elvis Gegrunze. covered all sorts of things, including his adorable brothers and sisters. Find Gary. Okay. Ja, kannst du sehen, er kann driften, Jay. Oh, Mann. Okay. Adorable Adventures. Oh mein Ja. Ich schätze, das ist ähnlich, was wir gerade gespielt haben, bloß in 3D. Mein Gott. This little guy is Boris. Even though he's young, Boris has an incredible sense of Ja, smell das haben wir gerade schon gesehen. and can use Herr his Andreas, das schaut mir wieder so ein bisschen nach so einem Lückenfüller. Ich habe eigentlich auch gemeint, dass Stars in the Trash zumindest 1,5 Stunden dauert, dass wir so um 20 vor 10 fertig sind. Also so in 20 Minuten. Aber was ist da eigentlich zurzeit mit Steam los mit den Spiele-Leaks? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was da los ist. Neuen Trailer von Blood of Dawnwalker besänfen. Jetzt besänfe ich euch erst einmal mit was anderem. Ich zeige euch jetzt einmal was. Wenn wir ganz viel Glück haben. Ich glaub's zwar nicht. Und wenn, dann spielen wir es, wenn es rauskommt. 100%, da kannst du Gift drauf nehmen. 100%ig. Wenn man es genau nimmt, dann ist das eins der allerersten Spiele, die ich jemals gestreamt habe. Noch vor Resident Evil 2. Achtung. Muss ich aber schnell bei YouTube schauen. Es ist ein Trailer, er ist aber nicht recht lang. Achtung. Um genau zu sein, was ist das da? Erster Trailer, Creative Assembly, Konzept. Schauen wir uns erst den ersten Trailer, der von vor 2 Wochen gekommen ist. Achtung. Müssen wir so machen. Ich habe noch keinen einzigen Vorschlag im Chat nicht gesehen. Kommt keiner drauf, was wir da machen können. Hat das keiner mitgekriegt? Achtung. Nur Pro-Gamer erkennen, was das ist. Pro-Gamer erkennen es schon an dem Ton. Das war der Trailer. Von was vom Spiel rede ich? Von einer spielst du Metro, aber sowas von. Haben wir einen Metro-Trailer schon angeschaut? Warte, ich zeige euch zu dem, was wir da haben, noch einen Trailer, den habe ich selber noch nicht gesehen. Der ist von vor 2 Monaten. Geht denn das? Ja, das ist einfach der Trailer vom Einser, oder? Hä? Wieso ist denn die? Ich kriege gar nichts mehr mit. Ich bin so hart in IFA, so egal, schauen wir und so. Den habe ich noch nicht gesehen. Achtung, Achtung. Was war das für ein Spiel, wo wir gerade angeschaut haben? Jetzt müsstet ihr es erkennen. Blood Strong Language Violenze. Achtung. They thought Sevastopol was the end. But space doesn't forget. I escaped the station. Sevastopol muss but eigentlich not schon the Klick gemacht haben, nightmare. Leute. Hallo? It's been years. I've been drifting between signals, searching for answers. Im Weltall hört dich niemand ärmern. Absolut richtig. But out Jetzt here, muss klar sein, was it es ist. found me again. You can't kill what was born to survive. Halt, stopp, war dieses. Halt, stopp! Also, wer es immer noch nicht gerallt hat, das ist Alien Isolation 2. Okay? Und Alien Isolation war ein Meisterwerk, eines der besten Horrorspiele, die ich jemals gespielt habe.
Es ist Alien. Es ist Alien Isolation 2. Und Alien Isolation ist eigentlich das erste richtige Computerspiel, das ich gestreamt habe 2015, wie ich das erste Mal gestreamt habe. So. Da haben halt 2 Leute zugeschaut. Einer davon war ich, der andere war Bürgerin. Und der Leberkäse 99, der hat auch zugeschaut. Den wird es nicht mehr geben, fürchte ich, aber das ist so wurscht. Eigentlich ist es nicht wurscht, war ein lustiger Kerl. Muss man wieder Daisy auspacken, dann kommt er vielleicht. Und das ist kein Ballerspiel, weil der Österreicher schreibt gerade, ein Ballerspiel! Da hat er noch geschickt, da habe ich noch geraucht vor der Kamera, ist richtig. Da war, genau, und Mr. White, auf das wollte ich jetzt gerade raus, ich lasse noch mal kurz zurücklaufen, bitte sagt mir, was das für ein Ton ist. It found me again. You can't kill what was born to survive. Das ist kein Alien-Sound. Das ist kein Sound, den ein Xenomorph von sich gibt. Dieses Gurgeln, dieses ist ein fucking Predator. Und wenn Alien Isolation, ich meine, es ist ja bekannt, dass das Alien-Universum und das Predator-Universum quasi zusammenkehren. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob es gut ist, weil der Xenomorph, wie sie es in Alien Isolation 1 gemacht haben, das habe ich nie wieder in einem anderen Spiel gesehen, so. Das war ja wirklich eine KI. Und was ich möchte, soweit wie wir mit der KI heute sind, du hast ein Alien, das da irgendwo umeinander schleicht und du weißt nie, wo das ist. In die Lüftungsschacht oben, in die Seitenwand irgendwo und. Und du hast nie gewusst, wie sie sich verhält. Das hat halt einfach wirklich lernt und wirklich jagt wie ein Viech. Das war so geil. Und es ist ein Horrorspiel, kein Ballerspiel. I'm not running. Here we go. Was, kommt noch irgendwie ein Release-Datum oder so? Leider nicht. Es steht halt am Schluss im Endscreen, normalerweise steht da unten dann immer dort ja, wenigstens eine Jahreszahl. Normalerweise steht ja wenigstens eine Jahreszahl irgendwo. Also ich glaube nicht, dass wir bis Oktober das Spiel kriegen. Ich fürchte, das wird nicht laufen. Schön war's natürlich, weil dann ist das unser Prime-Game im Horror-Oktober. Da kannst du mal Gift, da kann kommen, was will. Da kann, außer Visage 2 und Madison 2. Das waren die einzigen 2 Spiele, die ich da dafür liegen lassen habe. Aber da habe ich so richtig hart Bock. Als Alien-Fanboy, volle Kanone rein damit. Bloß das Predator-Gegrunze, weiß ich noch nicht, was ich da davon halten soll. Ich habe schon die Filme nicht komplett gepackt, das Spiel wird mich fertig machen. Aue, zwei Geseppi. Aber denk dir nichts, ich habe Alien, meine erste Begegnung, die habe ich schon ein paar Mal erzählt. Das nächste Kindheitstrauma, da waren wir beim Nachbarn fahren. Wie alt wäre denn da gewesen sein? Ich müsste nicht liegen, aber ich glaube 4 oder 5. Ich war wirklich 5, vielleicht 6, ich weiß es nicht. Vielleicht war es die Mom, nein, Mom weiß es nicht, woher sollen die wissen. Und er vorne war immer 2 oder 3 Jahre älter wie ich. Aber war halt das einzige Kind mehr oder weniger in der Nachbarschaft und meine Mams und seine Mom war befreundet und bla bla bla. Und da war ich vorne und er hat Geburtstag gefeiert. Da waren alle seine Spätzchen da und die waren auch alle 3 Jahre älter wie ich. Selbst dann ist noch nichts, das anzuschauen. Aber wie das da damals so war, leck, schau, was ich dabei habe. Ich habe da Videokassetten dabei. Eine da, was war's? Alien 2. Was habe ich gemacht? Ich weiß ich noch sehr gut. Das war das obere Wohnzimmer und da waren Couchen, habe ich mich hinter der Couch versteckt. Sag ich eiskalt, wie es ist. Und wie ich 4 geschaut habe, kommt die Szene, wo die Tussi so an der Wand dran hängt und halt vermeintlich tot ist und sie gehen so ganz nah hin und dann macht sie so die Augen auf so, ist das schon schlimm genug? Und dann kommt halt das Alien aus ihr raus. Das war das erste, was ich in meinem Leben von Alien gesehen habe. Ich war fertig, Alter. Ich war fertig. Und seitdem wird man halt ein bisschen älter und dann schaut man sich das einmal so ein bisschen an, man versucht sich da, ja, ist wie ein Unfall, ich kann nicht wegschauen, ich fürchte mich wie ein kleiner Scheißausbauer, aber ich kann nicht wegschauen. Und Alien ist für mich einer der besten Filmreihen, die es gibt. Allerdings auch nur der erste und der zweite Teil. Viele kritisieren den dritten Teil so schwer, den finde ich gar nicht schlecht, weil ich ihn halt als Kind gefeiert habe. Ab dem 4. wird's ein rechter Kass. Hey Mann, wo war ich am 27. April 1992? Ja, da warst du beim Uber und hast den Film mit der Aussicht geschaut. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich da der Mann was erzählt habe. Aber was man vielleicht noch, was man vielleicht doch noch weiß, pass auf,
die habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. War ein gleicher Nachbar, gleicher Raum, in dem gleichen Wohnzimmer. Da war so ein Couchsessel, werde ich auch nie vergessen. Und früher haben wir haben keine echten Tischtennisschläger nicht gekriegt. So aus Holz und mit Belag und so ein Scheiß, sondern kennst du noch die Tischtennisschläger, die waren einfach orange und komplett aus Plastik und so dünn. Und haben so einen leicht angezackten Rahmen gehabt. Habe ich euch die schon mal gezeigt? Habe ich euch mein Harry Potter Narben schon mal gezeigt? Oh, da ist, glaube ich. Seht man die? Da ist. An meinem Finger da unten. Seht man das? Wenn ich so mache, sieht man es. Der Cut da oben. Das kann man noch wissen. Da haben wir und ich hab ich nicht am Montag auch schon was vom Wimbo erzählt? Wimpi oder Wimbo, je nachdem. Gott hab ihn selig. Ich weiß nicht, dass ich das gesagt habe. War davon, in der Mitte, war der Couchtisch, Couchsessel, auf der einen Seite er, auf der anderen Seite ich. Und warum wir das da haben, das weiß ich nicht mehr. Auf der einen Seite fährt er auf, ich runter und dann wirft er einen Tischtennisschläger nach mir und halt drüber. Dann hab ich aufgeglaubt, dann ich auf, er runter, drüber geworfen. Tja, nach dem 4., 5. Mal, beide gleichzeitig. Und er haut mir den Tischtennisschläger halt volle Kanone da in die Fresse rein. Umgefallen, so geschaut so. Und das Hirn aufgelangt, ganze Hände voller Blut und als drin's noch gefangen, ist eh klar. Ich werde nie vergessen, wie sein Mom und mein Mom, da geht Tür auf und wir in so einem schlechten Zeichentrickfilm, das Battle habe ich immer noch im Kopf, wir in so einem schlechten Zeichentrickfilm, pass auf, haben es beide so Kopf untereinander, übereinander so einer geschaut, so. Jetzt stellst du über mir nur einen Kopf vor, so. Werde ich nie vergessen. Aber leider ins Krankenhaus fahren müssen und dann wurde er genäht. Nächstes Kindheitstrauma, deswegen habe ich so viel Angst vor Nadeln. Ich habe zum Beispiel Angst ist jetzt mit, oh Gott, die werden 44, leck mir am Arsch! Angst ist zu viel, aber ich habe einfach keinen Bock nicht auf Nadeln, Gnad werden, Spritzen, irgendwo hin, leck mich am Arsch mit der Scheiße. Und das ist schuld! Timmy Boy! So, Bürger, das Runde muss ins Ecke gehen. Oder anders gesagt, ich gehe ins Bett. Timmy Boy, hauen Sie sich hinein. Gute Nacht. Wir sehen uns. Ich wünsche dir ein schönes, langes Wochenende. Ich hoffe, du musst am Freitag nicht arbeiten. Gamer Feliz! Mir ist für 40 Monate. Servus, zurück! Frau Herzinger, die habe ich übersehen. Servus! Hast du schon was von Backrooms gehört? Ja, das zahlt mir nicht so. Ich verstehe nicht ganz, was das soll. Gibt's ein Spiel, da gibt's mehrere Spiele, glaube ich. Und im Juni einen Film im Kino. Kannst du mir einen Trailer anschauen? Den werde ich mir gepflegt einziehen. Danke, du. Ich hab's auch geschaut. Ich kenne den Trailer, ich kenne Spiele-Trailer. Ich weiß nicht, was mit den Backrooms auf sich hat. Ich sag's, wie es ist. Ich checke nicht. Da haben so viele Leute. TerraPlace, die habe ich auch übersehen. Ich hoffe, du bist noch da. Mess für 66 Monate. Ich habe Reifenwechsel, mir so verpasst. Um ehrlich zu sein, nicht viel. Ein kleines, nettes, liebes Spiel. Aber nichts Besonderes. Der Zeichenstil ist besonders. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Poller. Poller! War der Pan wenigstens dabei? Hat Pan seine Kills gekriegt? Hat der Pan seine Kills gekriegt? Verdammt, jetzt wisst ihr, wie ich ausschaue. Und ich weiß nicht, wie ihr ausschaut. Das ist... Nein, leider nicht. Ach komm. Das ist nicht dein Ernst. Wo ist er denn wieder? Schon wieder bei der Frau auf der Couch. So nicht, sagst du ihm. So nicht! Scheiße, das war nur eine Frage der Zeit, bis ihr rausfindet, wie ich ausschaut. Das ist nix. Timmy Boy, merci dir. Und ein Auleck, Mr. Eisshade. Du bist, dein Name weiß ich auch schon seit Anfang an, Alter. Merci für 67 Monate. Meine Freundin hat gerät wegen dir, weil du die Miete nicht retten hast können. Okay, ich kann ja nichts dafür. Was soll ich machen? Nächste Woche dann Forza Horizon 6 ist im Game Pass drin. Ihr werdet mir wahrscheinlich nie ein Autorennen hier spielen sehen. Nie. Never. Never fucking ever. Slay the Spire 2 schon gesagt? Nein. Habe ich mir angeschaut, weil ich den Hype natürlich mitgekriegt habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das taugt. Weiß nicht. Mr. Blood Tiger! Mehr als für 53 Monate. Stimmt, das ist das Einzige. Der Zeichenstil im Spiel ist cool. Es hat ein paar Bugs. Seien wir uns ehrlich, ja, unten am Schluss läuft unten im Keller immer nur die Bossmusik, während vom Anfang, obwohl es schon gar kein Boss mehr ist, lauter so kleine Geschichten, aber ja.
Wann Eve Online for Noobs? Also, wichtig, das kann ich eigentlich nicht so hundertprozentig erklären. Ich kann Eve nicht streamen. Das geht nicht. Das hat einen ganz bestimmten Grund, sonst hätte ich es in den letzten 9 Jahren schon mal gestreamt. Ja, ich habe vor 5 Jahren gespielt, da hätte man es streamen können und ich habe es vor 2018 oder so, habe ich das vorletzte Mal eingesuchtelt, da habe ich es auch nicht gestreamt. Warum? In Eve möchte ich nicht, dass irgendjemand weiß, wo ich wohne. Ich möchte nicht wissen, dass irgendjemand weiß, wo unsere Infrastruktur ist. Nichts davon. Und das kann ich nicht im Stream herzeigen. Es geht einfach nicht. Weil es genügend Leute da drin gibt, die wichsen sich dann noch einen drauf, dass kämen und dann da rumpimmeln. Oh, schau hin, wir wissen, was soll ich sagen. Wir kommen mit 3-mal so viel und 3-mal so starke Schiffe und machen wir es kaputt. Ah, wir haben voll krass, Alter. Streams als Sniper, bonjour, genau. Und in Eve ist es halt nicht so wie in Call of Duty. Du stirbst und dann respawnst einfach irgendwo. Also ja, du respawnst schon irgendwo, aber es ist halt alles weg. Deswegen schwierig. Nach wie vor gilt aber, wer sich für Eve Online interessiert, you're welcome. Es gibt, mittlerweile gibt es keine Thread mehr. Da nehmen wir einen Gaming-Schmerz her. Wer sich für Eve interessiert, spätestens einmal 2-4 Wochen lang, mal ohne mich. Und wer das durchzieht und Spaß dran hat, melden Sie sich. Es gibt einen Alpenbund. Wir haben ungefähr 10 Leute. Mittlerweile glaube ich sogar mehr. Ein paar Alte von damals sind nämlich auch noch zurückgekommen. Schöne Grüße an den Mo und an den Donald, der gestern dazugekommen ist und der Mo vorgestern, glaube ich, oder am Montag oder am Sonntag oder so. Mittlerweile haben wir echt so 2 Handvoll Leute, die da ein bisschen rumpümmeln und es macht Spaß. Es macht Spaß. Mach neu von Anfang an. Meinst du Eve? Das geht, aber ich sag's, was ist, ich hab keinen Bock. Morgen müsste die 4.8 in Star Citizen starten. Habe ich gehört. Ich hänge aber immer noch zu sehr in Eve drin, dass mich Star Citizen gerade interessiert, um ehrlich zu sein. Frau Herzinger, habe ich überhaupt Dankeschön gesagt oder habe ich mich bloß darüber beschwert, dass ich mit Black Backrooms nicht so warm wir und nicht so ganz check, was ist da los? Frau Herzinger, merci für den Euro. Der Talent schreibt, Trailer von Zelda Ocarina of Time Remake, oh schau, da gibt's noch keinen Original-Trailer. Hast du wieder, oder? Zelda Ocarina of Time Remake. Gibt's da einen offiziellen Trailer? Das glaubst du ja wohl selbst nicht. Da gibt's keinen. Diese ganzen 4K Ultra HD RTX und Unreal Engine Dinge. First Trailer Nintendo Concept. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Das ist das Concept-Ding ist das Original von Nintendo. Moment. AI Slob, weißt du, wenn der erste Kommentar AI Slob completely misses the point, dann sollten wir uns eigentlich erst recht anschauen. Was ist jetzt mit dem Nadeltrauma? Ja, ich habe ein Nadeltrauma. Von Tischtennisschläger hier, sehe ich einen Cut, hier nähen. Da habe ich Trauma. Was soll jetzt da erzählen dazu? So, pass auf, warum bin ich so laut? Achtung. Schauen wir uns an. Bitte lasst euch nicht blenden von irgendeinem KI-generierten Schrott. Okay? Schauen wir uns mal so, was das ist. Weil so ein Trailer kann ja jeder Trottel zusammenschneiden. Ich kann auch einfach da das Nintendo Switch-Teil da rausschneiden und schon glauben 8 von 10 Leute, dass es echt ist. Achtung. Ich kann mir nicht helfen, ich sehe halt jetzt, ich weiß nicht warum und Gott sei Dank ist es noch so, es ist noch so. Es wird aber nicht mehr lang dauern, dann wird es unmöglich, das zu erkennen. Ich schaue mir das Battle an und ich sehe sofort, dass KI-Scheißdreck ist. Frag mich nicht warum. Der 0815 Baum da soll wahrscheinlich, der markante Baum in der Mitte da, wo so ein kleines Heisal drin ist, soll wahrscheinlich ein Link sein Aufwachheisal darstellen und so. Ja, warum schaut der im Hintergrund ein bisschen aus wie der Deku-Baum? Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum hat der so angedeutete Augen wie der Deku-Baum und? Totaler Kass. Und wenn so Ocarina of Time im Remake ausschaut, dass ich auf einem 30 cm breiten Wegerl irgendwo im Wald rumrenne, ja, dann will ich es nicht haben, Nintendo. Aber es ist nicht echt. Natürlich schaut das gut, natürlich schaut dieses Bildnis da gut aus. So, oh, leck, schau dir die Grafik an, bla. Es ist keine Grafik. Es ist KI-generierter Haufen Scheiße.
Und um ganz ehrlich zu sein, es passt überhaupt nicht zu Ocarina of Time. Überhaupt nicht. Schaut sauber normal aus. Schaut aus wie irgendein x-beliebiges 0815-Dorf. Die Menschen, die da hinten sind Menschen. Ich mag behaupten, in Ocarina of Time läuft nicht ein normaler Mensch umeinander. Wenn, dann ist er entweder komplett klar, Gnädel oder sonst irgendwas. Also ganz abstrakt halt. Es ist ein schönes Battle. Wenn ich das da so anschaue, es ist irgendein, oh ja, schau hier, es ist schön. Aber das bringe ich keine Sekunde in Verbindung mit Ocarina of Time. Schaut furchtbar aus. Schaut furchtbar aus. Fürchterlich. Hat überhaupt, schaut einen Link an. So, der ist so kurz. Das Model vom Link, der hat sogar noch einigermaßen passen. Das Hyrule Shield ist sauber zu klar. Auch wenn ja schon die erwachsene Version ist. Das Hyrule Shield ist das doppelt so groß normalerweise. Das ist schon mal das Erste. So vom Artstyle, wie er ausschaut und die Farben und der Kontrast und so, das darf passen. Aber die Umgebung passt überhaupt nicht zu Zelda. Fürchterlich. Ja, genau. Der Purek schreibt, die Glamite schreibt, das erinnert mich, das ist einfach nur von der KI trainiert. Weißt du woher? Wie heißt die Scheißstadt in Skyrim? Winterhelm oder irgend sowas. Genau so schaut's aus. Und da hat sich die KI das außer trainiert, das ist einfach Skyrim. Das ist einfach Skyrim. Fürchterlich. Da das hat null Ocarina of Time Feeling. Das ist einfach irgendeine x-beliebige Wiesen mit irgendeinem Schloss da hinten auf dem Berg oben. Weiß ich nicht, wenn ich mich richtig erinnert, das erste Dorf in Skyrim, ja, das hat nicht Winterhelm geheißen, auf keinen Fall. Winter irgendwas hat es auch nicht geheißen. Ich weiß schon, das allererste Dorf, wo man in Skyrim hinkommt, wenn man dem Weg folgt. Schaut aus wie Hogwarts. Ja, es schaut eher so ein bisschen aus wie das Disney Castle. Und aber ja, das Hogwarts Castle kommt natürlich genauso hin. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist der Zelda ihr Schloss nicht auf einem Bergfelsen, wo rundherum nichts ist, gestanden. Falkenring? Hat das erste Dorf Falkenring geheißen? Ich weiß es nicht mehr. Skyrim habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Windhelm? Was habe ich gesagt? Winterhelm. Habe ich Winterhelm gesagt? Windhelm. Windhelm, glaube ich, passt besser. Gesichtsgrätschen! Ist der Mensch, wo du gesagt hast, auf dem Bild mit der Mühle wirklich am Schluss durch den Zaun durchgerannt? Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Warte, da müssen wir nochmal nachschauen. Schau in Windrose, eine ist da schon etwas weitergegangen. Oh shit, ich habe Windrose schon deinstalliert. Ich installiere es wieder und beim nächsten Mal schauen wir rein. Erinnert es mich am Montag oder nächsten Mittwoch. So lange läuft der Server noch. So, jetzt gehen wir da mit zurück aus und schauen wir, ob da der Mensch da, der hat einen Rucksack um. Und schaut einfach ins Dorf. Warum, Alter? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich hab gesehen, was du meinst. Pass auf. Warte, noch ein bisschen zurück. Man sieht es nicht gescheit, aber er geht so nah an den Zaun hier und kurz bevor er durchgeht, das Video gar. Es sind Tokens in der KI. Weißlauf! Richtig, Flusswald, die Ahnungslosen. Stimmt, Flusslauf. Whiterun. Ja, Whiterun. Ihr seid. An Whiterun erinnert ihr mich. Achtung, Verwechslungsgefahr, Wilhelm. Hat schon Weißlauf geheißen, beziehungsweise Whiterun. Also ganz fürchterliche Scheiße. Und ja, die Pona schaut auch nicht aus, wie es ausschauen soll. Das hätte mich auch nicht gewundert. Also keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Gott sei Dank habe ich noch das Gefühl dafür, ich sehe das Schloss und ich weiß sofort, dass das KI generiert ist. Sofort auf der Stelle. Und ich glaube, da wenn wir jetzt auf Details achten und uns die Szene 10-mal anschauen, dann finden wir lauter kleine Fehler. Dass sie die Fahnen alle synchron bewegen und alle völlig identisch ausschauen oder dass da auf einmal irgendein Baum irgendwo zum Morphen anfängt, der da nicht hingehört und lauter so ein Scheißdreck. Das Schloss erinnert mich auch irgendwie mehr an WoW. Das hat irgendwie so den WoW-Artstyle bloß ein bisschen in Richtung Realismus getragen. Das erinnert mich halt einfach an Stormwind. Ein bisschen. Zumindest an einen Wing in Stormwind. An den Blauer. Was daneben. Da, der Österreicher schreibt auch SW. Meinst du auch Stormwind? Ich denke schon. Passt halt überhaupt nicht. Geh mal nicht an die anderen Figuren an. Ich mag meine Gesichter sehen. Ich mag sehen, wie die ausschauen. Los. Was soll denn das sein? Was typische, übertriebene KI-Kacke.
Sicherlich so, wir haben es geheißen, Gorgond. Ich weiß nicht mehr wieder, wir hatten den Berg geheißen. Wir hatten den Berg in Ocarina of Time geheißen. Oder Gorgond geheißen, ich weiß nicht, da hat es da die Gorgonianer oder irgend sowas gegeben. Die Storviecher, die Kugeln, der innen drin die ganze Zeit rundherum fährt, bis du aufholst mit einer Bombe und lauter so ein Scheiß. Einfach Todesberg? Todesberg war es auf alle Fälle in Link to the Past. Da hinten links ist der Schicksalsberg Goronia! Jetzt seid Bernie. Und Goronen haben die Typen geheißen, richtig. Sehr schön. Aber das da, also keine Ahnung, das schaut eher aus wie aus dem Warhammer 40k-Universum oder irgend sowas. Gorgonzola. Aber wenn ein Ocarina of Time Remake kommt, dann spielen wir's. Müssen wir. Da bin ich gespannt, was ich da davon noch weiß. Ich glaube, so von die ersten drei, was hat man am Anfang gesammelt, das waren nicht Amulette. Ich glaube, das waren Steine. Der Dekobaum. Ja, und das zweite kann ich mich schon nicht mehr erinnern. Was war das zweite? Das dritte war der Fisch. Das weiß ich noch. Was waren das zweite? Was war die ersten drei Amulette oder Steine, wo man sammeln hat müssen? War das Zoras? Waren das schon Zoras? Echt? Aber war nicht der Fisch eher so Wasser? Wie viele Zellerspiele hast du eigentlich gespielt? Boah, leck. Das, wenn ich jetzt aufzählen müsste, ist schwierig. Also, das für ein Gameboy. Das für ein Super Nintendo. A Link to the Past. Wind Waker. Minish Cap. Dann irgendwas am Gameboy Color oder Gameboy Advanced mit Zügen. Da hast du immer mit dem Zug umeinander fahren müssen. Weiß ich noch, das habe ich 2010 gespielt, wenn wir auf Hamburg mit dem Zug gefahren sind. Das habe ich da gespielt. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Ocarina of Time natürlich, Majora's Mask. Twilight Princess. Da habe ich noch ein Wii-Code. Es hat nach Twilight Princess noch eins gegeben. Dekobaum, Todesberg, Walfisch bei die Zora. Das waren die ersten 3 Dungeons. War dann der zweite auch schon am Berg um? Ja, das weiß ich nicht mehr. Spirit Tracks hat's geheißen. Mr. Noba, richtig. Und dann wird's langsam eng. Ich hab natürlich auch das Neue gespielt, also nicht das ganz Neue, das vorletzte habe ich gespielt, das hat nicht Wind Waker geheißen, das erste für Switch. Wie hat's denn geheißen? Da wo ich so sauer war, weil es so schlecht war, dass es ganz aus ist. Da wo es bloß diese 4 Viecher gegeben hat und das waren die 4 Dungeons und da war es spät geworden. Und mit Dogs ist aber nicht, hä? Wie? Ich spiele selber auf einen Samstagvormittag durch, bist du psuff? Breath of the Wild, Dankeschön. Also da war ich maßlos enttäuscht. Das war so schlecht. Entschuldigung, die Wertungen habe ich nicht verstanden. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, ja, Samstagvormittag, dann haben da stapfen dann diese Riesenviecher umeinander und das sind quasi gleichzeitig die Dungeons. Da hat es 4 Stück gegeben, das weiß ich noch. Und dann waren wir mit denen fertig und die waren wirklich alle Pimmel einfach. Die ersten 3 waren Pimmel einfach. Der vierte Dungeon in Breath of the Wild, ich weiß nicht mehr was für 4 das waren, sage ich ganz ehrlich, weil es einfach schon ewig her ist und zweitens habe ich es nicht öfter gespielt wie einmal. Und bin da rein, der war ein bisschen anspruchsvoller, den hat man irgendwie im Ganzen oft dran können und so. Und das macht es ein bisschen kompliziert, an das erinnert ich mich noch, aber mir schon nicht auch. Und dann waren wir mit dem fertig so, und dann haben wir gedacht, ja, das ist die Vorphase, wie in jedem Zelda. Da musst du auch immer erst 3 oder 4 so kleine Teile, einfache Sachen finden und dann geht das eigentliche Spiel los mit großen Dungeons. Hier Wassertempel, Feuertempel, Schattentempel, Waldtempel, was weiß ich was für ein Scheißtempel. Nö, Space Gore. Bin ich da gesessen und denke, mich zu verarschen. Das ist ein Witz, seid ihr nicht ganz sauber. Stattdessen wird mir wieder irgendeine 0815 Open World hingeschissen mit irgendwelche abgespaceden Mini-Dungeons, da wo ich mir denke so, hä? Warum? Ich will das nicht machen, was soll das? Da war ich wirklich traurig. Da war ich traurig und enttäuscht und seitdem interessiert mich Zelda überhaupt nicht mehr. Null. Was habe ich noch für ein Spiel? Es gibt Twilight Princess, das weiß ich nicht. Das war das erste finstere oder etwas finsterere Zelda für Nintendo Wii. Das war 2007 mit. Das ist schon wieder 20 Jahre her. Und es ist noch eins gekommen. Es ist noch eins für die Wii gekommen. Ich weiß aber nicht mehr was von, das weiß ich nicht. Bis dann habe ich es nicht gespielt. Die Welt an sich fand ich schon schön, aber halt scheiße la. Das auch nicht, die Welt war auch nicht wirklich scheiße la, aber es war an jedem Weg derselbe Scheiß. So. Das war einfach, ich weiß nicht, was dort Leute so gefeiert haben. Ich weiß nicht, jetzt schauen wir mal den KI-Scheiß da fertig.
Twilight Princess war das mit dem Hund. Oder? Mit dem komischen Hund, mit dem komischen Viech, das die komische Krone da aufgehört hat, die so ein bisschen an Maya und Inka erinnert. Wind Waker war für Gamecube. Skyward Sword. Skyward Sword ist richtig, das habe ich aber nicht gespielt. Frag mich nicht warum, das habe ich nicht gespielt. Da glaube ich, habe ich mein Wii schon verkauft gehabt. Link als Wolf, da hast du dich verwandeln können irgendwie. Und hast so, deine Begleitperson war kein nervige Navi, sondern eben so ein kleiner Gnom, der fliegen, schweben hat können, wenn ich mich richtig erinnert. Und so genau mit dem Wolf und Midna. Midna war das kleine Viech, glaube ich. Irgendwie so. Meistens auch schon 20 Jahre her und das habe ich einmal gespielt und dann nie wieder. So. Das Skelettmodel passt überhaupt nicht. Das ist viel zu realistisch und viel zu wenig comichaft und das passt überhaupt nicht. Ah ja, okay, schießt du da einen Luftpfeil oder was tut er? Was war denn das wieder für Bull? Jetzt pass auf. Jetzt schaust du, seht ihr meinen Mauszeiger? Da, jetzt passt es mir auf. Da ist der Pfeil. Okay? Das schaut tatsächlich einigermaßen passend aus, dass der Pfeil da drin im Daumen hängt und so, aber jetzt pass auf. Da. Wieso genau funkt das Schädel, bevor der Pfeil überhaupt geschossen wird? Verstehe ich nicht. Und was passiert da? Da, was war denn das? Jetzt, schau mal, wo zaubert er jetzt den Bogen her, wo zaubert er den Pfeil her? Achtung. Zack, und dann wollen wir jetzt wieder Pfeil in den Bogen. Was ist das für ein Bull? Wieso sagt man sowas nicht? Wieso sagt man sowas nicht, wenn man so einen Trailer anschaut? Ja, da möchte man. Das soll der Wassertempel sein. Das soll der Wassertempel sein. Nintendo! Ich mein, was weiß ich schon. Aber, wenn ihr ein Remake macht, das nur im Ansatz, so, wenn der Wassertempel so ausschaut, dann braucht ihr euch nicht wundern. Mehr mag ich nicht sagen. Nintendo! Ich hab keinen Dunst, was der grüne, rote und der blaue Star da enden soll. Wahrscheinlich sollen es Rubine sein, weil die KI ist ja super intelligent und bringt natürlich Rubine mit Zelda in Verbindung. Und wenn man der KI sagt, hey KI, mach mal ein Zelda Ocarina of Time Logo, ein modernes, dann baut das da Rubine ein. Absoluter Dummschiss. Und die Ocarina war meines Wissens im Originallogo auch nicht drin. Und was das da heißen soll, weiß auch kein Mensch nicht, warum da einfach Text ist. Da hat sich die KI wahrscheinlich gedacht, ja, da ist so ein wenig leer, der mal irgendeinen Text rein. Was steht denn da unterm Z? Sebastian versuche ich gerade zu mir erklären, warte. Ich kann es nicht lesen. H-E, dann irgendwie durcheinander Runen und dann ein O vielleicht, der F-T-I-N-E. Offline. War ich nicht. Neko offline. Keine Ahnung. Und im A steht auch was drin. Nein, das kann ich gar nicht lesen. Das sind irgendwelche, ja, typischer AI-Slop halt einfach. Das ist einfach bitter. Das ist einfach schade. Unbedingt. Das wird eigentlich mit jedem Monat wichtiger, weil du bald nicht, und eigentlich kannst du es da sparen, weil in 3 Jahren weiß kein Mensch mehr, was echt ist und was nicht. Das wird ein Riesenproblem, meine Damen und Herren. Das wird ein richtiges Problem irgendwann, weil du nicht mehr weißt, was echt ist, was jemand selber gemacht hat oder von irgendeiner behinderten Maschine, die sich an sämtlichen Künstlern dieser Welt bedient hat, umsonst übrigens und ohne zu fragen, irgendeine Scheiße herrscht. Ich sag's wie es ist, ich glaube in 3 bis 5 Jahren kriegen wir mir so viele Probleme mit dieser KI-Kacke, dass kein Mensch von uns weiß, wo das hingeht. Kannst auch gern mal ein richtiges Zelda zeigen. Schauen wir uns halt einfach mal. Mei, jetzt warte mal, was haben wir da noch? Aber wie meinst du, ein richtiges Zelda? Wie meinen Sie das? Also Ganondorf hat jetzt voll KI-mäßig ausgeschaut. Ja, den habe ich nicht einmal kommentiert jetzt. Fürchterlich, schaut fürchterlich aus. Fürchterliche Kotze. Also wirklich unterirdisch schlecht. So, aber ich wollte euch was zeigen. Alien Isolation 2 wollte ich euch zeigen. Das habe ich euch gezeigt. Schaut einmal das Spiel Don't Play This an. Vielleicht war das, das glaube ich, weiß ich. Mittlerweile wie mit so vielen Titeln zugeschissen, dass man nichts mehr merken kann. Don't Play This.
5 Gruselgeschichten, die aber alle das gleiche Ende haben. Kannst du sie spielen? Ein psychologisches Horrorspiel aus der ersten Person. Weißt du was? Wishlist. 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 Nimm Twilight Princess als Vergleich. Nehmen wir mal einen Trailer von Twilight Princess. Das pass mir auf. Gibt's denn überhaupt noch? Zelda Twilight Princess Trailer. Das ist halt schon 20 Jahre alt. Ob da die Trailer schon so cool waren, wie sie es heute sind, das weiß ich nicht, aber schauen wir es uns mal an. Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn schon wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Schauen wir mal den Trailer an. Zack. So, da drücke ich sofort einmal auf Pause und das ist, was ich meine. Man, schaut einmal die Menschen an. Was halt Menschen, Figuren, was auch immer. Die schauen nicht normal aus. Das ist ein ganz bestimmter Artstyle in Zelda schon immer gewesen, außer am Gameboy vielleicht, den nur Zelda hinkriegt. Den nur die Art Director von Legend of Zelda hinkriegen. Sehe ich sofort, dass das echt ist. Und die Musik, ja, kommt noch dazu. Alter, der Ocarina of Time Soundtrack oder alle Soundtracks, Alter, läuft mir immer Gänsehaut, immer. Ah, da. Ist auch sofort wiedererkennbar. As the darkness rises. Und die schauen doch nicht so komisch aus, so. Da gibt's eine mit der Keule. Ja, genau, da haben wir sich in den Wolf verwandeln können. Coole Gameplay-Mechanik gewesen, by the way. Genau. Die Krone habe ich gemeint da, die ist auch im Logo drin. Diesen Kobold da habe ich gemeint. Diese komischen Viecher mit diesen komischen Runen da drauf und so. Ja. Man stelle sich vor, man kriegt heute mal Ingame-Trailer zum Singen. Sagst du mal, was uns die letzten 20 Jahre alles weggenommen haben. Der Icarus schreibt, also haben wir in 3 bis 4 Jahren Birger Vollzeitstreamer 24/7, woher wissen wir, dass du nicht jetzt schon KI generiert hast? Das ist für wirklich eine gute Frage. Das ist für wirklich eine gute Frage. Es gibt ja jetzt schon, da kann man uns einmal spielen damit, weil es mich irgendwie auch interessieren darf. Es gibt ja jetzt schon in Echtzeit Filter für die Kamera da. Und die Dinger sind mittlerweile so gut, dass wenn ich da umeinander fuchtelt und meinen Kopf drehe und keine Ahnung, was ich tue, dass ich da sitze, aber als völlig andere Person. Und dann ist noch ein Stimmverzerrer dabei, ich rede, wie ich rede, aber ich gebe mir eine Frauenstimme. Und sitze mir her, ob sich eine Depp von schau echt aus. Verkaufe euch das von Anfang an, da gibt es wahrscheinlich genügend Leute, die nicht checken daten, dass das eine KI-generierte Person ist. Identifiziere bitte sofort alle Felder mit Ampeln. Oder mit Fahrrädern. Oder wo kein Auto zu sehen ist. Ich hoffe, es gibt keinen Ärger mit Nintendo zwecks die Trailer, mich darf es nicht wundern. Ja, Nintendo ist da ein bisschen sehr streng. Das haben sie immer noch nicht erkannt, dass das eigentlich Werbung für sie ist, aber gut. Wann kommt denn eigentlich dein Alien-Horror-Spiel, damit ich weiß, wann ich nicht zuschaue? Wie meinst du? Achso, wissen wir immer noch nicht. Warte mal, ich glaube nicht, dass sich da was geändert hat am Status. Ich schaue immer wieder mal rein, aber habe schon lange nicht mehr. Warte mal, they are here. Ist immer noch in meiner Wunschliste natürlich. Geplantes Veröffentlichungsdatum 2026. Also steht noch nicht einmal ein Datum dort. Da steht noch nicht einmal in Kürze oder sonst was dort. Wir haben eine Demo gespielt, die war fürchterlich, die war ultra fürchterlich. Wenn das Spiel kommt, dann wird's Zeug.
Der Yoshimitsu, ein Charakter aus Tekken. Hier, hallo. Ich finde, die Spiele werden zu schnell ausgebracht, ohne einer Endkontrolle. Früher hat man gefühlt ewig auf ein neues Spiel gewartet. Das ist richtig. Ich finde aber, man hat auch nicht länger oder weniger lang gewartet. Man muss vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ich mag jetzt da keine Spieleentwickler, die uns unfertige Spiele her scheißen verteidigen. Ich bin da sehr auf deiner Seite. Ich glaube, das habe ich oft genug gezeigt und gesagt da herin. Aber man muss auch irgendwo sagen, Spiele heute sind um ein 100-faches aufwendiger und komplexer und fehleranfälliger, als das vor 20 oder 30 Jahren waren. Vor 30 Jahren, vor 20 Jahren war es auf alle Fälle einfacher, fertige Spiele auf den Markt zu bringen als heute. Das ist so die einzige Verteidigung, die ich bringen kann. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch, dass man uns unfertige Spiele, ich weiß das eh. Zu Alien Isolation 2 gibt es noch kein Release-Datum, ist noch im Early Development. Dann wird es noch ein wenig dauern. Also dann kann es durchaus sein, dass wir auf das noch 2 oder 3 Jahre warten müssen. Man sagt auch noch nicht wirklich irgendwas. Das ist ein 20-Sekunden-Trailer. Was ist mit dem Assassin's Creed Black Flag Remake? Leoflix, wer, ich sage mal, 13 Jahre später von einem Spiel ein Remake braucht und so dumm ist, dass er Ubisoft nach den letzten 5, 6 Nummern Assassin's Creed Black Flag kauft. Bloß weil er es gut in Erinnerung hat. Du, go for it. Viel Spaß damit. Wir werden es weder streamen, noch erwähnen, noch irgendwas. Cartoon schreibt, auch nicht richtig. Uns haben die Bugs noch nicht so genervt. Da waren oft genauso viele Bugs wie heute drin. Stimmt auch wieder. Aber es war, ja, damals, außerdem waren wir damals Kinder, da haben wir noch nicht drüber nachgedacht, somit ist das super optimiert oder nicht, das hat uns alles nicht interessiert. Hast du den Star Fox Trailer für die Switch 2 gesehen? Ja, bloß interessieren mich heute die Nintendo-Spiele nicht. Ich habe mir noch nie ein Assassin's Game gekauft. Sehr gut, Leoflix, sehr gut. Ubisoft Geld geben? Nein, dann ist es auch vorbei. Das ist, nein. Ich warte noch aufs Far Cry 3 Remake. Wird kommen. Da bin ich mir fast sicher, wenn Assassin's Creed Black Flag auch kommt, dann kriegen wir Far Cry Remakes und Crysis Remakes, 100%. War Crysis nur Ubisoft oder schon Ubisoft, besser gesagt? Weiß ich nicht. Wenn überhaupt, dann vom Keyseller, nicht vom Ubisoft zum Vollpreis. Das ist schon gleich 3 Minuten. Wenn es nach mir geht, dann ich euch am liebsten sagen, wenn man einen Piratenhut aufsetzt, aber das findet ihr am besten selber aus. Grüße aus Tulum in Mexiko. Was ist denn da los? Kathi, erstes Mal Kreuzfahrt kann man empfehlen, saufen uns Ausflüge geil. Saufen und Ausflüge, geil, Ausrufezeichen, oder saufen uns Ausflüge, geil, Punkt. Das ist echt wichtig. Kathi, das ist sau wichtig, und so. Stimmt. Habt ihr einen Hunter auf dem Schiff zufällig? Crysis war Crytek, oder? Ja, das war CryEngine und Crytek. Das stimmt, aber eigentlich war Far Cry eigentlich auch Crytek. Aber irgendwann hat Ubisoft da reingeschissen. UbiHard ist doch eh fast fertig. Ich sehe auf YouTube nichts davon, dass noch großartig ein Spiel gespielt wird, und Shadows ist oft abgebrochen worden, was ich gesehen habe. Ja, das ist für so einen Riesen-Publisher ist das der Genickbruch, da brauchen wir nicht schmerzen. Die haben halt voll reingeschissen. Die haben sich auf die Lorbeeren von vor 15 Jahren und von einem Assassin's Creed 1 und von einem Far Cry, die waren auch mal gut, brauchen wir nicht schmerzen. Far Cry 3 ist wahnsinnig gut gewesen. Etc. Da wird es halt ausgeruht. Da ist keinerlei Innovation in den letzten 15 Jahren geschehen. Da brauche ich mich nicht wundern, wenn ich langsam untergehe, weil wenn ich zum 80. Mal dasselbe Spiel rausrotze, mit 820.000 DLCs und gecutteten Content und keine Ahnung was, und ansonsten ein Spiele unfertig. Was sei denn? So, morgen geht's nach Tunesien. Ich mache nicht mehr lang, muss um 5 Uhr raus. Riese Mike, schleich dir davor, ich mache auch nicht mehr lang. Und nach Tunesien. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, genieße ihn. Und du schaust nächste Woche Streams, wenn du in Tunesien bist. Hab gefälligst Urlaub. Far Cry Primal war ganz witzig. Das war das in der Steinzeit, glaube ich. Gell? Das habe ich auch mal kurz gespielt. Far Cry Sim ist ja angeblich in der Mache. Ja, Alter, allein schon Far Cry 7. Weiß ich eigentlich schon, was mich erwartet. Was erwartet denn da? Kathi schreibt, sorry, ich habe nicht lange Zeit gehabt, muss umsteigen auf die Fähre und dann zum Schiff zurück. Ja, wehe, du verpasst jetzt wegen mir dein Schiff. Schau, dass du lang gewinnst jetzt. Kathi, Abflug. Yoshimitsu schreibt, glaube, dass wir bei den heutigen Spielen zu perfektionistisch sind. Es sollte dennoch vor Release eine interne Probe geben oder einfach länger für das Spiel entwickeln, mal sehen, wie es GTA 6 ergeht. Das spielen halt heute auch, weißt, früher haben so Spiele, Super Nintendo-Spiele, vielleicht ein Nintendo 64-Spiele, sind von Entwicklerteams gebastelt worden, die sind um ein
100-faches wahrscheinlich kleiner als Entwicklerteams heute. Das meine ich mit, eine Spieleentwicklung heute ist viel, viel komplexer. Nochmal, ich nehme keine Entwickler in Schutz. Und ich bin mir auch sicher, dass die Spieletests machen. Das Hauptproblem ist, dass hinter jedem Spiel nicht mehr irgendwelche Nerds sitzen, die Bock auf ihr Spiel haben und da Herzblut einstecken. Sicherlich gibt es in dem Entwicklerteam ein paar Leute, die da richtig Bock haben, aber das ist egal, denn wichtig ist der Meetingraum nebenan, wo ungefähr 8 anzugtragende Arschlöcher sitzen und sagen, so, Moment mal, wie lange haben wir jetzt da schon in der Entwicklung? Seit 6 Jahren. Okay, wie viel Geld hat das jetzt bis jetzt uns kostet? So, 250 Millionen. So, nach Adam Riese müssen wir da ungefähr 10 Millionen Einheiten verkaufen und dann haben wir nicht einmal ansatzweise unser Geld herin. Haben wir eigentlich schon fertig? Nein, doch, jetzt sind wir's. Raus damit. Das ist ein Problem. Es gibt so viele Probleme. Wie stehst du eigentlich zum neuen Fable, was rauskommt? Ich habe Fable nie verstanden. Und Fable, glaube ich, her jetzt seit über 10 Jahren, dass da ein Neues kommt. Genauso wie heißt dieses Weltraumspiel? Da haben wir uns miteinander einen Trailer angeschaut. Das war irgendwann auch in der Sommerzeit, aber das ist schon eine ganze Zeit her. Wahrscheinlich schon so 5 Jahre her, nehme ich mal an. Da haben wir uns Summer Games irgendwas angeschaut. Da Weltall-Szenario und ein Aff in einem Raumschiff und alle waren Viecher anstatt Menschen. Wie heißt denn das? Nein, nicht Star Citizen, das darf ich jetzt nicht gerade wissen. Der Vorstand halt, wie immer, er ist mit so absolut richtig. Bei manchen Spielen fehlte die Liebe, die wo zum Beispiel in KCD 2 da war. Absolut richtig. Habt ihr das schon mitgekriegt, dass die Entwickler von KCD 2, der Chef-Level-Designer ist zu CD Projekt gewechselt, um Witcher 4 zu entwickeln. Beyond Good and Evil, Watson-Sepp, sehr gut, genau das meine ich. Das ist alles so, wir bin jetzt so drauf gekommen, was wollt ihr denn damit sagen? Was wollt ihr denn jetzt mit Beyond Good and Evil sagen? Ich glaub's erst, wenn es rauskommt. Fable. Genauso wie bei Beyond Good and Evil, das wir vor 8 Jahren irgendwann einmal gesehen haben und es ist immer noch nicht da. Nicht einmal ansatzweise. Keine Ahnung, was da drin wird. Mit First Day Updates ist der Zwang, dass alles passt, auch nicht mehr groß. Stichwort Internet, auch wieder richtig. Spiele, die nie rauskommen. Ja, angeteasert werden mit einem riesen Trailer. Ja. Ja, da hat sich die Spieleindustrie, um ehrlich zu sein, in den letzten Jahren, für einigen Jahren, das ist jetzt auch nicht von heute auf morgen passiert, aber in den letzten Jahren, ich sag mal so in den letzten 10, 15 Jahren, ja, da wollten einfach alle Entwickler das nächste Call of Duty sein, das nächste FIFA sei, das nächste World of Warcraft sei, wie viele WoW-Killer habe ich bekommen und eine Woche später wieder gesehen und nicht einer hat überlebt. Okay, vielleicht oder 2 Final Fantasy und ja, und dann fällt mir eh schon nichts mehr ein. Und ja, genau, das, was der Yoshi mitzuschreibt, ist auch ganz interessant. Heute kommt ja das Beta-Testen an den Kunden dazu. Das ist richtig und das wird uns verkauft als Promo. Also das wird uns verkauft, wie war es denn bei Battlefield zum Beispiel? Battlefield 6 ist ja jetzt wurscht, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich habe Battlefield nicht schlecht gefunden. Für mich ist halt nichts mehr. Ich bin zu alt für die Scheiße mittlerweile. Beziehungsweise ich habe keinen Bock mehr da rein zum Schwitzen. Egal, an und für sich war Battlefield das letztes Jahr im Oktober gekommen, ist ganz cool. Da kommt jetzt dann eine Season 3 und das schaut ganz gut aus, muss man auch mal sagen. 2 neue Maps, riesengroß, bla bla bla. Aber, wir sollen sagen, diese Promo-Betas, da hat es ja auch 2 oder 4 oder 6 Wochen, oder meinetwegen 2 Monate vorher oder einen Monat vorher, hat es eine Beta gegeben in Battlefield 6. Da habe ich sogar ein Video gemacht dazu. Eines der letzten Videos, die ich jemals gemacht habe. Ich versuche mich nach der Sommerpause zu bessern, da mal wieder so ein bisschen Hit zum Schmecken, aber momentan habe ich noch keinen Nerv dafür. Ich hoffe, jeder hat mitgekriegt, was die letzten Monate bei uns los war. Ich mag mich nicht hinsitzen und irgendwas tun, was ich nicht tun mag. So. Das wird uns verkauft als, oh ja, der Beta-Test und das Feedback der Community, das ist uns so sehr wichtig. Ja, ich habe keine Ahnung, was du in Battlefield 6 innerhalb von 4 Wochen bis zum Release-Datum noch groß ändern willst. Das sind einfach Promo-Betas. Und wahrscheinlich auch Zahlenlieferanten für, ja, schauen wir mal, wie viel Interesse für Battlefield vorhanden ist. Ist natürlich dann durch die Decke gegangen, weil jeder gesagt hat, scheiß Call of Duty,
Was ist das für ein Braindead-Bullshit mittlerweile? Der Bock keine Sau mehr. Und dann kommt halt Battlefield Gott sei Dank ums Eck mit einem realistischen Setting, ohne pinke Skins und Regenbogen-Scheiße und irgendwelche Einhörner-Skins, Waffenskins und dass ich mit Regenbögen Leiter schießen, so ein Mist. Haben sie halt richtig gemacht. Aber diese Beta, die sie da gemacht haben und uns als Beta verkaufen, so Feedback wichtig, leck mir doch am Arsch, Alter. Was möchtest denn du in 4 Wochen an dem Spiel noch groß ändern, Mr. Dice? Mein Hauptproblem, das ich jetzt schon mit Witcher 4 habe, ist, dass die Lore anscheinend auch wieder komplett über Bord wirft. Ich habe ein Problem damit, dass Ciri die Hauptfigur ist. Sag ich frei weg. Das hat jetzt auch gar nichts mit, normalerweise da die jetzt die Vogue-Keule rausholen, aber für mich ist der Witcher nicht so bekannt worden und groß geworden und der Geralt ist ein unglaublich geiler Charakter. Kein Witcher-Fan der Welt denkt sich, wow geil, hoffentlich mit Witcher 4 die Hauptfigur Ciri und der Geralt ist weg. Kein Witcher-Spieler jemals! Oder sage ich das falsch? Nix gegen Ciri, das war also alles cool und so. Im Witcher 3 kommt sie auch vor. Und da spielt man es auch oft und so. Aber, was will ich meinen? Ich mag Ciri nicht spielen. Ich mag den alten, lästigen Geralt, der Monster vertrischt. Und lästig ist. Aber eigentlich eine gute Haut ist. Verstehe ich nicht. Warum tue ich das? Der Witcher ist halt einfach der Geralt, also für mich schon. Achtung, warte mal. Ja, ich habe halt einen Greenscreen drin, da sieht man es nicht gescheit, aber weißt, der hängt halt da nicht zur Gaudi. Ja? Das hängt da nicht zum Spaß. Witcher 3 ist wahrscheinlich das beste RPG, das jemals gemacht worden ist. Wenn mich Ciri interessieren darf, dann hätte ich es auf das Poster noch irgendwie mit drauf da. Das Poster habe ich selber gemacht übrigens, falls jetzt normalerweise kommt immer die Frage, wo ist das Poster her? Das habe ich selber gemacht. Oder machen lassen, sagen wir es so. Alle 5, die da hängen. Ich wollte den Super Mario auch schon immer mit der Peach spielen. Das ist wieder ein bisschen was anderes. Aber das verstehe ich nicht so ganz. Also, ich bin's leid, dass ich's sag. Oder beziehungsweise, dass ich's nicht sag. Im Witcher 3 hast du ja immer wieder mal mit der Ciri spielen können. Hatte ich da Spaß? Oder bin ich durchgerusht, weil ich wieder mit dem Geralt weiterspielen wollte? Sei ehrlich. Ich bin ehrlich. Ich bin durchgerusht. Weil's mir eigentlich nur genervt hat. So, jetzt ist raus. Kleine lästige Scheißhaus-Schratzen. Futzen kann's haben. Der Model schreibt Stop the Wokeness. Da ist es wieder leicht mit der Woke-Keule zu kommen. Aber es ist halt einfach der Austausch eines Protagonisten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Geralt am Schluss vom Spiel stirbt. Oder irgend so eine Scheiße. Und ich hab keinen Bock auf Girlboss-Scheiße. Hab ich einfach nicht. Ciri-Abschnitte waren echt rotz, weil sie sich nicht annähernd so gut gespielt hat. Ich will mich nicht richtig erinnern, dann hat sich doch Ciri so umeinander dashen können und so. Das war so. Nein, das ist schon wieder zu viel, Alter. Das ist schon wieder zu übertrieben. So. Das ist, natürlich hat der Geralt auch diese Hexerkräfte und diese 5 Elementzauber und so und ist gut mit den Schwertern und so, aber es ist nicht so übertrieben, er kann sich nicht von A nach B teleportieren. Ja? Ganz im Gegenteil, er sauft irgendwelche Tränke und dann geht es ihm erstmal sau schlecht, dann rast er komplett aus und dann ist er komplett fertig. Das ist fast schon so wie bei The Last of Us. Nein, das ist so wie in The Last of Us. Mich würde es nicht wundern, wenn der Witcher 4 so angeht. Geralt ist halt ein bisschen älter geworden, Ciri ist erwachsen und dann stirbt er. Und dann geht's mit der Ciri weiter und die geht auf irgendeinen Rachefeldzug als Girlboss. So, wenn der Witcher 4 anfängt. Aber ich habe halt die Befürchtung. Es wird wieder politisch, schon wieder, sollte ironisch gemeint sein. Nein, das hat nichts mit Politik, was hat ein Wokeness mit Politik zu tun? Null. Das ist ein gesellschaftlicher Virus. So darf ich nie bezeichnen. Vielleicht die Sims kassieren? Na, glaube ich nicht. Also ja, ich weiß auch, was du hinaus willst, ich check schon, was du meinst, aber wenn das die Absicht ist, dann ist Dead on Arrival. Ganz ehrlich. Aber er steht halt Witcher drauf, darum wird es wahrscheinlich, ich werde es auch kaufen. Sag ich dir, wie es ist.
Selbstverständlich kaufe ich es. Weil ich habe auch vergessen, was für ein Totalausfall Cyberpunk 2020 war. Das ist auch schon wieder 6 Jahre her. Schwierig, Digi. Schreibt der Bernie auch, ja. Ciris offizieller Titel aus den Büchern und in Witcher 3 nochmal bestätigt, ist Herrin der Zeiten und Welten. Ich weiß wirklich nicht, warum man da dann Hexer reinbringen muss, statt was Cooles draus zu machen. Ich hätte kein Problem damit, machen Spin-off mit der Ciri, nenn das Witcheress oder keine Ahnung oder Witcherin. aber nimm doch nicht einfach ein etabliertes Franchise mit dem Witcher, 3 Spiele lang der Geralt, Hauptfigur, und im 4. ist auf einmal jemand anders. Denkt dir doch verdammt nochmal eine eigene Geschichte aus. Das ist übrigens mit allem so. Schade einfach. Das ist einfach schade. Und dann wird sich wieder gewundert, warum alle umeinander maulen. Also, ich check's ja da nicht. Cyberpunk hat sich aber gut da rappelt. Heute ist es sehr gut. Ja, aber 6 Jahre später interessiert das halt keine Sau mehr, Herr Cartoon. Alles, was in meinem Hirn hängen geblieben ist, war Totalausfall. Drecksspiel. Tschüss. Und wenn dann 2 Jahre später irgendein 2.0-Patch kommt, dann interessiert es mich nicht mehr. Ich warte noch ab, wenn Ciri genauso eine nervige Bratze ist wie im 3, dann überlebe ich das nicht. Da kannst du mal Gift drauf nehmen. Wenn, und ich benutze jetzt doch einmal das Wort, wenn die Wokeness, der Bitcher. Der Bitcher. Wenn die Wokeness Einzug gehalten hat, und ich glaub's auch so ein bisschen, dann ist sie der absolute Girlboss. Du hast keinerlei Charakterentwicklung, sie ist einfach da, sie ist stärker wie alle, sie ist super krass, sie ist den ganzen Tag futzert, weil aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Writer und Director in Spielen und Filmen, die mit so viel Daddy-Issues aufgewachsen sind in ihrem Leben, dass sie überhaupt nicht wissen, dass sie nicht einmal wissen, was eine Frau und ein Mo ist, die dann die Geschichten schreiben, weil die meinen, super coole Rollen sind, wenn man den ganzen Tag Leute beleidigt, wenn man den ganzen Tag Blätter herritt und wenn man die ganzen Leute, wenn man nie Probleme hat und den ganzen Tag bloß Leute aufs Maul haut. Ich check's nicht, aber gut, das muss jeder selber wissen. Hauptcharakter bei Witcher wechseln hat auch schon bei Netflix sehr gut funktioniert, stimmt, Herr Auflo. Der hat richtig gut funktioniert. Ich habe ja auch bloß, die erste Staffel habe ich ganz gesehen, die war ganz in Ordnung. Die zweite Staffel bloß noch halber, weil es mich dann nicht mehr interessiert hat. Aber das ist ja auch so abgewandert in, dass man eigentlich der Ciri ihre Geschichte erzählen will und nicht mehr an Geralt seine. Was ich so gelesen habe zumindest. Was unfassbar schlimm wird, weil in die Bücher ist Ciri echt gut und hat einen Arc. Jetzt nicht den krassesten, aber einen Arc. Ich habe Bücher nie gelesen. Ich habe 1000 Mal angefangen mit dem einer, das ich seit 2018 da im Regal stehe, aber ich schaff's einfach nicht. Yoshimitsu schreibt, die Ciri wird vielleicht einen Schülerin von Geralt sein, schätze ich. Das war sie ja im 3er schon. Da hat man sie auch schon gesehen. Habe Witcher nie gezockt, bin 25, by the way. Stimmt, da warst du 15. Ja, das ist schon. Dann holen Sie bitte die Witcher 3 nach. Das ist ein richtig gutes Spiel. Wenn die Action-RPGs interessieren, mit guten Geschichten, mit einer wirklich guten Geschichten, vor allem die Nebengeschichten, haben eigentlich der Hauptteil. Witcher 3 kostet nichts mehr, vor allem die 2 DLCs. Blood and Wine und was wird da unter den Kosten? Blood and Wine ist so gut. Blood and Wine ist eine 10 von 10. Richtig starker DLC. Naja, bin ich gespannt. Heart of Stone hat es geheißen, Dankeschön. Das habe ich nicht mehr gewusst schon. Ja. Das war mir jetzt auch nicht mehr eingefallen. Der ist mir nicht so hängen geblieben. Welcher DLC war das mit dem komischen Froschprinzen im Keller? An den erinnert ich mich noch. Und Blood and Wine war so eine Vampirgeschichte. Ah, die war so gut. Stark. Die Nebenquests hat Barbeni und die Questreihe mit dem Baron, genau, mit dem Baron und mit seinem Baby. Und was ist mir auch noch hängen geblieben? Dann die 3 Hexen in dem Wald. Das hat so viele gute Nebengeschichten und es war so ein gutes Spiel. So ein gutes Spiel. Das war Heart of Stone, die Kröten, ja, okay. Und das ist das Einzige, was ich auf Heart of Stone noch weiß. Mehr weiß ich nicht mehr. Und jetzt ist der Knädel am Ausrasten. Meine Damen und Herren, ich habe die Befürchtung, dass sie meine Frau und ihre Freundin jetzt gerade aus dem Hause bewegt haben, weil die das erste Mal halt seit Monaten wieder fortgeht. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie sie das. Ich hoffe, dass das nichts Komisches auslöst, weil morgen halt auch noch Vatertag ist. Ich denke, die meisten der Hörerinnen wissen, von was ich spreche. Mehr mag ich da jetzt eigentlich auch schon gar nicht drüber schmerzen. Witcher besser als Red Dead 2? Ja. Schwierig zum Vergleich. Beide Spiele 10 von 10. Beide Spiele spielen in der gleichen Klasse und hören gleich auf.
Nach 10 Uhr noch fortgehen. Ich sage ja, was meine Frau betrifft, die ist eine Narische, was das betrifft. Darum gehen wir jetzt ins Bett. So schaut das aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten dennoch etwas Spaß, auch wenn das Spiel nicht. Es war ganz lieb und nett. Vom Hocker reißt es mich nicht. Ich sag's, was ist, die 12 Euro, die hole ich mir zurück und dann kaufe ich es für 6 Euro nochmal. Das ist gerade noch okay und selbst das ist schon ein bisschen viel. Ist halt ein Kinderspiel gewesen. Ich hab mir ein bisschen mehr erwartet, aber meine Güte, nein, hilft ja nicht. War ein schöner Lückenfüller und einfach mal ein wenig Schmerzen hat noch nie geschaut. Das der mir eh so selten. Und Witcher oder KCD 2? Witcher. Witcher ist stärker als KCD 2. Versteht ich? Ich bin an beiden Tagen immer ein bisschen meh. Oh, Wölfchen, das ist was ich nicht gewusst habe. Das tut mir sehr leid. Das tut mir wirklich sehr leid. Verabschiedet dennoch, wie kommt man da jetzt zurück in ein Gespräch? Meine Damen und Herren, ich tue einfach so, als wenn ich gesehen, Wölfchen, es tut mir wirklich leid, fuck. So, Forza ist fertig runtergeladen. Späßle, natürlich. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen unterhaltsam. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich ziehe meinen imaginären Hut und lege ihn da hin. Jetzt gehe ich noch ein bisschen in 7Q campen, wenn da noch jemand übrig ist. Und dann wünsche ich euch ein schönes, langes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Montag, 20 Uhr. Bitte hinterlassen Sie einen Like. Das würde mir sehr fröhlich. Satz beendet. Falls wir neue Zuschauer haben, Joshi Witze, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du schon länger da bist oder nicht. Hast du schon mal auf den Abo-Button raufgeschaut? Ja? Hast du schon mal hier Abo hier? Ich streame jeden Montag, Mittwoch, 20 Uhr. Ein paar gute Beiträge gekommen, es wäre schade und so. So. Liken vergessen, genau. Auf keinen Fall liken, auf keinen Fall Glocke aktivieren, überhaupt die ganze Scheiße, Hashtag Strapse und was das eben ist. So. Meine Damen und Herren, bis nächsten Montag. 20 Uhr, Mittwoch 20 Uhr, wer noch nicht im Discord ist, unten ist ein Link, da schreibe ich jeden Sonntag eine Ankündigung, was wir die Woche drauf spulen und ansonsten gibt es eigentlich nichts. Ich freue mich jetzt richtig auf die 4 Tage, wo ich einfach nichts tun werde. Draußen ist Kackwetter, das ist gut, muss ich nicht raus machen, ich muss halt nämlich ein bisschen laufen, was das ist. Ich werde eigentlich nur von in der Früh bis auf die Nacht Eve speien. So sieht's aus. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Donations, vielen Dank für die Resubs, vielen Dank für die neuen Mitgliedschaften. Da waren halt auch ein paar dabei. Triple F für die Moderatoren, ein klassisches Hashtag Schödrapse in den Chat hinein und wir sehen uns am Montag. 20 Uhr mit Subnautica 2. Da bin ich gespannt. Da bin ich sogar sehr gespannt, ob man da hart reingeschissen hat oder ob man wieder eine komplett unfertige Early Access Drecksscheiße hergeschissen kriegen oder ob es ein bisschen was kann. Schauen wir mal. Erster Stream ist immer solo, wenn's für Multiplayer gedacht ist, dann spielen wir Community-Zock und jetzt schleicht's euch. Es war mir ein Fest! Halle! Bis Montag. Okay, ciao!